So, Servus. Servusle. Erstmal Servus an Mara, die auch da ist. Servus. Ganz genau. Jetzt muss ich erstmal gucken, welchen Chat ich hier nehme. Ey. Ich muss doch erstmal meine Brille noch nebenbei putzen. Also erstmal schiele ich rein hier, ne? Aber ist ja heute ein chilliger Stream, wir haben ja nichts zu bereden. Außer die kontroverse Leverkusen vielleicht. Thales, Servus. Golden Retriever, Servus. Goldmaschine, Mr. Mini. Lethanos, Septastic. Hackfleischsträumer. Geil. Schnucki, Ben und Philipp. Servus erstmal. Servusle. Wie geht's euch? War euer Wochenstart angenehm oder was? Nein, das war doch eine Spitzenleistung von uns in Leverkusen. Habe ich heute erst wieder auf der PK gehört, vorhin vor der Champions League. Spitzenleistung von uns in Leverkusen gewesen. Also Spitzendefensivleistung. Offensiv hat ja nicht stattgefunden, aber defensiv war es eine Spitzenleistung, habe ich gehört. Sowohl von Jamal Musiala wie auch von Vincent Kompany. Von daher, was soll ich sagen, Leute? Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, aber das muss ja jeder für sich wissen, wa? Also ganz kurz muss ich aber was zu sagen, zu Vini sein Take vorhin. Kommt natürlich näher noch die Reaction raus, alles gut. Also ich würde da mit Vini sein Take mitgehen, ne? Dass man sagt so, ja, war eine gute defensive Leistung, wir haben was gelernt als Mannschaft, wir haben einen schlechten Tag gehabt, Leverkusen guten Tag, alles gut, kann ja passieren, ja? Sei ja mal dahingestellt. Wir wurden halt vorgeführt, an die Wand gespielt, aber kann man ja dann so ein bisschen interpretieren. Und dann kann man meinetwegen ja auch sagen, bah, geil. Wir haben eine richtig gute Defensivleistung gebracht, wir haben nichts zugelassen. War irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe, so nach vorne ging nicht viel bei uns, aber wir standen defensiv gut und haben nichts zugelassen. So sind ja die Aussagen. Na, guck mal, da fällt auch schon die Webcam im Stadion aus. So ist der Tenor, der nach draußen gegeben wird von unserem Verein. Und da kann ich nicht mitgehen, Alter. Ja. Also Leverkusen hat zweimal vor die Latte geschossen, Alter. Ich erinnere mich an 3 oder 4 Dinger, die du auch noch hättest machen können. Mal ganz zu schweigen von Florian Wirtz am Ende. Und von 4 bis 5 Halbdinger, die Leverkusen hatte. Ich gehe mit, dass wir 15 Minuten wirklich defensiv mal gut gestanden haben. Das war so von der 70. bis 85. Da gehe ich mit. Und der Rest war eine Katastrophe, Alter. Ja. Ich hoffe, dass man das nur nach außen so kommuniziert und intern aufarbeitet. Weil Vinny sagte auch, ja, ist egal, jetzt kommt Celtic. Gehe ich mit. Ja, Haken dran, ab heute Abend nach dem Stream, Haken dran. Leverkusen, in 3 Tagen spricht keine Sau drüber, wie wir den Punkt geholt haben. Gehe ich auch mit. Aber dann als Trainer zu sagen, ja, ist egal, so ist abgehakt, weiß ich nicht. Werden wir morgen sehen. Wenn wir morgen, was weiß ich, 5-0 gewinnen und wir spielen wieder schön Offensivfußball, ist alles gut, denke ich. Sollte man uns sich aber morgen gegen Celtic auch irgendwie abbrechen, um irgendwie ein Tor zu erzielen, dann müssen wir halt mal ein bisschen genauer hinschauen. Ne? Und was heute auch nochmal klar wurde auf der PK, ist halt, was viele ja auch argumentiert haben, das war so gewollt von uns, dass wir so gespielt haben in Leverkusen. Nee, war es nicht. Ja, hat Vinny heute auch nochmal klar gesagt. Das Ziel war, das Spiel zu gewinnen. Also heißt das ja nicht, dass wir uns freiwillig hinten reinstellen und nicht einen Torschuss haben. Ne? Nur mal zur Info für den einen oder anderen. Also das war keine taktische Meisterleistung, wo wir gesagt haben, jo, so spielen wir gegen Leverkusen, weil die das gegen uns auch gemacht haben. Nee, war es nicht. Es war einfach, dass die Mannschaft uns dahin gezwungen hat und das ist auch okay. Wir haben dann versucht, das zu machen, was wir machen können. Das sah jetzt nicht so gut aus, aber sei mal dahingestellt. Am Ende zählt der Punkt. Das ist auch fein. Aber wie gesagt, das in den Himmel loben, Alter, gehe ich halt nicht mit. Ja, das ist mein Take zu dem Leverkusen-Ding. Ich weiß, da sind ja wieder, die Fußballwelt ist wieder gespalten, Alter. Ist mir auch Wurst. Das ist mein Take. Ihr könnt einen anderen Take haben. Ihr könnt sagen, geil, wir haben 0-0 in Leverkusen gespielt. Ich bin zufrieden, alles ist gut.
Wenn man aber den Verlauf nimmt von den Spielen davor, dann denke ich, muss man da mal drüber reden. Na, das ist ja so das Thema. Vielleicht lag es daran, dass einfach Ambus Freund Thomas Tuchel im Stadion auf der Tribüne saß und der hat seine magischen Kräfte runtergeschickt, weißt du? Weil das sah schon, obwohl das war, glaube ich, noch schlechter, wie es unter Tuchel war. Ja, Upamecano, das war der einzige Spieler, der ansatzweise Normalform hatte. So. Servus Ambu erstmal, ne? Mal ein Take von mir, hoffe, wird nicht zu lang. Fand deine Reaction komplett in Ordnung und stimme 100% zu. Verstehe nicht, dass so viele sogenannte Bayern-Fans solche Spiele wie gegen Leverkusen noch schön reden. Ja, nee, das ist ja okay. Soll ja jeder seine Meinung haben. Seit 50 Jahren Bayern-Fan und wir hatten immer den Anspruch, die besten Spieler in den Reihen zu haben und jedes Spiel gewinnen zu wollen. Fans wurden gehatet, weil wir immer die Besten aus anderen Vereinen wegkaufen. Nun stellt sich seit Jahren die Frage, haben wir die besten Spieler und wollen diese um jeden Preis? Solch ein Trainer darf sich die Kritik gefallen lassen, warum ein Leimer ewig als RV aufläuft. Ja, die darf er sich gefallen lassen. Die durfte sich auch schon Tore gefallen lassen. Wenn doch nun 2 Air Force zur Verfügung stehen. Mein Lieblingsverein kann verlieren, wenn die Mannschaft zumindest Kampf und Wille zeigt, wenn es heißt, wir haben den besten Kader in der Bundesliga. Nicht einmal ein Konter oder Torschuss. Ich gehe mit 60 Jahren und Arthrose jeden Tag arbeiten und das für knapp 800 € im Monat und freue mich, wenn ich schöne, unterhaltsame Spiele meines Vereins sehen darf, die letztendlich noch teuer Spiel wie gegen Leverkusen sind in meinen Augen eine Frechheit an jeden einzelnen Fan. Naja, weiß ich nicht. Der im Grunde sein Leben lang diesen Verein im Herzen trägt und der, weil die Spieler nur noch an die Kohle denken. Sorry für mein negatives Statement, aber es muss dann mal raus. All die schönen Redner. Ja, das ist ja okay, wenn du dir so die Meinung hast. Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, weil dafür ist die Saison einfach viel zu gut. Ne? Also ich denke, ja, das werden wir sehen, die nächsten 2 Spiele, würde ich behaupten. Ja? Dann kannst du entweder gucken, machst den Haken dran an Leverkusen und sagst, wow, wir haben einfach einen scheiß Tag gehabt oder Leverkusen war einfach 2 Klassen besser wie wir, was sie definitiv waren. Aber dann machst du den Haken dran, sagst, war eine Eintagsfliege, Feierabend, ja, alles gut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Spieler nach Leverkusen fahren und sagen, oh ja, komm, lass uns mal keine Leistung bringen. So, ja. Das sollte man ja auch nicht denken. Also, weiß ich nicht. Ja, ich sehe das auch kritisch, habe ich ja gerade gesagt, warum ich das kritisch sehe. Ich sehe das jetzt nicht kritisch, was weiß ich, dass ich sagen würde, so die Spieler haben keinen Bock oder das ist eine Frechheit oder sonst was. Ich verstehe auch, dass so ein Spiel zustande kommt. Das Einzige, was ich kritisch sehe, ist, dass man das als schön verkauft. So, das ist, was ich kritisch sehe. Dass man sich da hinstellt und sagt, bah, war ja eine überragende Defensivleistung von uns, weil wir 0-0 gespielt haben. Das war es halt einfach nicht. Ja? So, das ist der Punkt, den ich mache. Das ist der einzige Punkt, den ich mache. So. Guten Abend zusammen. Das ist auch der einzige Punkt, den ich kritisiert habe, wa? Blondie, erstmal danke für dein Priming im 3. Monat. Vielen lieben Dank und guten Abend. Aber das haben wieder einige wahrscheinlich nicht gerafft in ihrem Schädel. Was auch okay ist mir auch wurscht. Ja? Aber das ist der Punkt, den ich mache. So, Leverkusen, wir wissen, guckt euch die Mannschaft an, Alter. Wenn die einen guten Tag hat. Ja, hättest du einen super Tag gehabt oder hätte Alonso einen Stürmer eingewechselt, wären wir 3-0 vom Platz gegangen. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja? Dann wären wir noch gut bedient gewesen. Kann passieren, so. Wir haben nicht den Anführer in dieser Mannschaft, der sich dagegen stemmt. Ja? Das haben wir auch gesehen. Von Upa abgesehen war keiner zu sehen in dieser 11. Kein Kimmich, kein Kane, kein Neuer, kein was weiß ich was. Wenn du immer da als großen Führungsspieler nehmen willst, kannst du natürlich noch ins Detail gehen und kannst sagen, ja, bei dem erwarte ich das, bei dem das. Drauf geschissen, du hast keinen gesehen. Keinen. Du kannst alle nehmen, die waren alle sind abgetaucht. Ja, komplett. Gut, passiert. Kollegiales Entsetzen haben wir unter Tuchel, weiß ich nicht, in 1/3 aller Spiele gesehen. Ja? Und das ist das erste Spiel die Saison, wo wir das so sehen. Und haben dann trotzdem noch einen Punkt geholt. Mit viel Glück. Ja? So, und das ist der Take. Das muss man nicht schönreden, Alter. Dann kann man sich da hinsetzen und kann sagen, pass mal auf, jo, heute waren wir schlecht. Wir haben einen schlechten Tag gehabt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Wir haben einen Punkt geholt. Wir sind zufrieden. Haken dran, Celtic. Fühl dich. Würde ich 1:1 unterschreiben. Hätte ich gar kein Problem mit. Ja?
Aber dass man sich da hinstellt in der Öffentlichkeit und anfängt zu sagen, ja, das war eine überragende Defensivleistung, boah, wir haben so viel gelernt jetzt als Top-Mannschaft in unserer mannschaftlichen Entwicklung. Alter, da kriege ich einen Kackreiz. Ja? So, das ist das Einzige, was mir auf den Sack geht. Weil das war nichts, Alter. Leverkusen hat einfach kein Spielglück gehabt. So, das ist der Punkt. Ja? Und nicht mehr. Das war auch keine gute Defensivleistung. Ey, Conny Leimer konnte nicht eine Flanke verhindern. Nicht eine über seine Seite. Du kannst die Spieler durchgehen, abgesehen von Upa. Ja? Hätte Upa nicht diesen Tag gehabt, ja. Katastrophe, Alter. Ne? So, das ist das Thema. Aber es kann ja auch sein, dass man das nur in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das habe ich heute auch gesagt. Wissen wir nicht. Ja? Vielleicht kommuniziert man das in der Öffentlichkeit, um nicht irgendwie den ganzen Bild-Zeitung und Express und was weiß ich alles Futter für die Mühlen zu geben, dass wieder eine Woche nur Scheiße in den Zeitungen steht. Kann auch sein, wenn man es intern vernünftig aufarbeitet. Aber das werden wir sehen. Ne? Das werden wir in den nächsten 1, 2 Spielen sehen, denke ich. Thomas, die Lokomotive, tut. Danke für 15 Monate. Vielen lieben Dank für dein Abo, Thomas. Ja, das ist der Take, den ich habe. Vielleicht kam der im Video ein bisschen anders rüber, weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. War direkt nach dem Spiel, ich war einfach nur maßlos enttäuscht. Ich war auch nicht irgendwie aggro oder sonst was. Einfach Enttäuschung war das. Ja? Und das kann man sein in so einem Topspiel. Na, wenn das so eine Nichtleistung ist, Alter. Ich meine, wir sind immer noch der FC Bayern, Alter, und wir haben nicht einen Torschuss gehabt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir über die Mittellinie waren. 3-mal? In 90 Minuten? I don't know. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, was ich gesehen habe, wo wir so nicht vorhanden waren. Ja? Wir wurden halt einfach an die Wand gespielt. So ehrlich muss man sein. Ja? Kann sein, kann Kraft, was weiß ich, habe ich ja gerade gesagt. Du kannst so einen Tag haben, alles gut. Ne? Nur diese Schönrederei dann, das ist, was mir auf den Sack geht. Und dann vor allen Dingen auch noch diese Schönrederei mit, ja, ist ja jetzt abgehakt, ist ja durch jetzt Leverkusen. Ja, kommst du weiter gegen Celtic und kriegst Leverkusen zugelost, ist das nicht durch. Ja? So, das ist der andere Punkt, der mir auf den Sack geht. Was heute in der Pressekonferenz halt so dargestellt wurde. Ja. Und damit habe ich fertig. Letanos, vielen lieben Dank für dein Prime im 2. Monat. So. Aber wie gesagt, Ben, so negativ wie du es jetzt siehst, sehe ich es nicht. Ja. Ich verstehe das aber, dass man das so sehen kann, ja. Und dass man sich darüber ärgert. Wie gesagt, ich habe mich eigentlich gar nicht geärgert, ich war einfach nur enttäuscht. So. Ich habe auch keinen Bock gehabt, da irgendwas zu benoten eigentlich. Ich wollte erst eigentlich nur sagen, komm, Opa 2, alle anderen benote ich erst gar nicht. Ja. So, weil dann habe ich mir gedacht, komm, hast die ganze Saison gemacht, zieh durch den Bums und deswegen habe ich es noch benotet und ja, Bock habe ich nicht gehabt, hat man auch gemerkt, denke ich, in dem Video. Schatz, vielen lieben Dank für den Primey im 8. Monat. Ja, und gut ist. Na, wichtig ist jetzt die nächsten 1, 2 Spiele. Celtic ist jetzt wichtig, danach Frankfurt. Ja, und dann können wir sagen, ja, abgehakt, Arschlecken, war einfach ein schlechter Tag. Guten Abend allerseits, ich hoffe, euch geht's gut. Oder aber man sagt, ach du Scheiße, der Trend geht weiter. Wir werden es sehen. Baus in Haus, vielen lieben Dank für dein Primey im 4. Monat. So. Fand das Leverkusen-Spiel nicht so schlecht, wie viele das rede. Fand das mal gut zu sehen, dass man auch verteidigen kann. Nee, gehe ich nicht mit, sorry. Ich finde das okay, dass du es nicht so negativ gesehen hast. Ich habe nicht gesehen, dass man verteidigen kann. Sorry. Also wir können doch nicht davon reden, man kann verteidigen, wenn Leverkusen XG-Wert von 3 hat. 2-mal vor die Latte geschossen hat, 3-mal knapp daneben. Ey, dann können wir doch nicht davon reden, dass wir gut verteidigt haben. Ey, wir können sagen, wir haben gut verteidigt, wenn man sagt, boah, Leverkusen hatte eine gute Chance. Ja? Ey, dann gehe ich mit, dann können wir uns da hinstellen, können sagen, geil. Komm, wir haben einfach mal keinen Fußball gespielt, weil wir einen schlechten Tag hatten, wir haben verteidigt, wir haben alles reingehauen und Leverkusen hatte nur eine Chance. Ey, 100 Pro würde ich mitgehen, aber so war es nicht. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Wenn du das Spiel gesehen hast, kannst du nicht auf diese Idee kommen, Alter. Sorry.
Wie gesagt, von der 70. bis 85. Da kannst du auf diese Idee kommen. Ja, da haben wir gut verteidigt. Da hatte Leverkusen nämlich keine Chance. Ansonsten hatte Leverkusen, je nachdem, wie sie gerade wollten, eine Chance auf die nächste, Alter. Ja? Das ist doch der Punkt. Nur weil die 0 da steht, heißt das nicht, dass wir gut verteidigt haben. Das haben wir nicht. Punkt, Alter. Wir können froh sein, dass Upa einen guten Tag hatte, sonst wäre das aber mal richtig nach hinten losgegangen. Und wenn Alonso einen Stürmer eingewechselt hätte, dann wäre es auch nach hinten losgegangen. Wir können doch nicht darüber reden, wir haben gut verteidigt, Alter. Junge, wir waren offen wie ein Scheunentor teilweise. Nimm nur Conny Leimer als rechter Verteidiger, Alter. Das war eine Katastrophe und Leverkusen wusste das. Wenn du die PK nach dem Spiel gesehen hast, wo dann die Frage kam, ja, haben sie sich die Seite ja rausgesucht, über die sie angegriffen haben? Ja, na klar. Junge, das würde ich jedem Gegner raten. Geh über die Seite von Conny Leimer. Der kann bis 25 Meter in der eigenen Hälfte, kannst du den vergessen, Alter. Da gewinnt der kein Defensiv-Zweikampf, kann keine Flanke verhindern, nix. Ist doch klar. Wenn ich dann so eine Mannschaft habe, dann gehe ich über die Seite, Alter. Und hast du gesehen, was darüber alles entstanden ist? Junge, du hast Glück gehabt. Wir können doch nicht darüber reden, das war eine gute Defensivleistung, Alter. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Sorry. Kommen wir nicht überein. XG 3. Und ich hasse das, dass ich das sagen muss als Argument. Und auch einfach das Argument bringt zweimal Pfosten und dreimal knapp daneben. Da können wir doch nicht reden, wir haben gut verteidigt, Alter. Junge, Junge. Olli, hi Kai, wenn ich den Bullshit höre, defensiv Spitzenleistung, so ein Blödsinn, Alter. Wir hatten Glück. Wie viele Chancen hatten die bitte? Habe ich ein anderes Spiel gesehen? Wir haben ohne Ende zugelassen. Ja, eben. Genau das Spiel habe ich auch gesehen. Komisch. Junge, Junge. Wie gesagt, man muss das mal ein bisschen differenzierter sehen. So, du kannst ja einmal die Offensivleistung nehmen, ja, die nicht vorhanden war. Und die Defensivleistung, die aber auch schlecht war. Die war ja nicht gut, Alter. Nochmal, guckt euch an, wie viele Chancen wir zugelassen haben. Kann man doch nicht raushauen. Ich leide wirklich, wieso kriegen 4 Spieler Müller, Neuer, Bambi, Davis über 100 Millionen im Jahr? Ja, weil das so ist. Aber warum hast du jetzt die 4 Spieler rausgesucht? Kann ja auch 4 andere sagen, die auch 100 Millionen im Jahr kriegen. Das sind ja nicht die einzigen Spieler bei uns. Opa war wirklich gut, eines seiner besten Spiele gemacht, ja. Ja, Opa war auch der Einzige, der es ausgestrahlt hat, so Führungsqualität auch, was man ihm immer vorgeworfen hat, ne? Auch von meiner Seite. Ja. Flashback zur Bunker-Tuchel-Saison? Nee, das war schlimmer. Also ich glaube, wir haben in keinem Spiel unter Tuchel einen XG-Wert von 0,14 gehabt, oder? Oder geschweige denn kein Schuss aufs Tor auf gegnerische. Ich glaube, das hat selbst unter Tuchel-Fußball waren wir offensiv stärker in jedem Spiel. Das heißt schon was. Fand die Spielweise nicht Bayern-like, aber befürchte, Kompanie hat gesagt bekommen, ein Titel muss sonst Tschüss. Was ich gar nicht fühlen würde, ist nur so eine Vermutung von mir. Also das glaube ich nicht, dass man das gesagt hat. Dass es passieren könnte, wenn er keinen Titel holt. Ja, verständlich. Aber nochmal. Kompanie hat ja nicht gesagt, ihr geht jetzt raus in Leverkusen und stellt euch hinten rein. Das hat er nicht gesagt. Das hat er heute kommuniziert auf der PK. Das hat er nicht gesagt. Unsere Mannschaft wurde da rein gezwungen von Leverkusen, weil Leverkusen einfach 2 Klassen besser war in diesem Spiel. So wie wir es im Hinspiel waren. So. Und das ist ja auch fein. Wir haben einen schlechten Tag gehabt, hoffentlich nur. Ja, Leverkusen hat einen guten Tag gehabt. Vielleicht keinen überragenden, weil dann hätten sie das Tor noch gemacht. Und Feierabend. Haken dran. Ne? Aber da muss man auch nicht kommunizieren. Das war eine überragende Defensivleistung. War es halt nun mal nicht. Uzi, mir fehlt die Balance. Du kannst dich nicht hinten reinstellen und hoffen, dass Leverkusen kein Tor schießt. Wenn man schon so spielt, dann sollte man zumindest wissen, wie man richtig kontert. Ja, aber wir haben ja gar keinen Konter gefahren. Wir hatten ja gar keinen. Du kannst ja noch nicht mal sagen, ja, wir haben schlecht gekontert. Nee, wir hatten ja gar keinen Konter.
Kein. Aber wie auch? Ein Harry Kane war der Sechser. Harry Kane war der Sechser. Kingsley Coman war der linke Verteidiger, Ulisse war der rechte Verteidiger und wir standen hinten mit einer Sechserkette, Alter. Oder eine Siebenerkette. Ja. Und das über 70, 80 Minuten in diesem Spiel. So, wie willst du da kontern? Wie willst du da kontern? Katastrophe gewesen. John J. Servus. Servus, Kai, meine These vorab: Mit dem Kader, mit den Spielern reicht es für das Fallobst in der Bundesliga, aber nicht für Europas Spitze, und Leverkusen gehört aktuell zu den Top-Teams in Europa. Jo. Weiß ich nicht. Wenn du die nackten Ergebnisse siehst, dann vielleicht, ja. Keine Ahnung, da musst du die Spiele differenziert betrachten, ne? Aber Fakt aus meiner Sicht ist, mit Beginn der Rückrunde fehlt uns der Esprit wie von der Vorrunde. So, das war unter Tuchel auch schon so. Ja? Und davor die Saison war es auch schon so, dass wir super kacke in der Rückrunde sind und immer schlechter werden in der Rückrunde. Ja? Sonst war es immer das Gegenteil bei Bayern. So, was hat Bayern ausgezeichnet? So, wir haben uns mal, ja, wir haben auch schon mal eine starke Hinrunde gespielt. Dann haben wir uns irgendwie ein bisschen durchgewurstelt und dann, wenn es drauf ankommt, waren wir da. So. Und aktuell ist es immer irgendwie umgekehrt. Wir spielen eine überragende Hinserie und dann kacken wir ab. Ja, dann weiß ich nicht. Ganz komisch irgendwie. Und der Trend ist gerade auch wieder dahin. Und guckt euch die Spiele in der Rückrunde an. Denkt zurück. So. Gegen wie viele Gegner hast du dich so super schwer getan? Ja, dass du das Spiel überhaupt gewonnen hast. Und ja, wir sagen immer, ja, das Ergebnis. Ist richtig. In 4 Wochen interessiert das keinen mehr. Haben wir unter Tuchel auch lange gesagt. Das Ergebnis. Und irgendwann, bam, kamen die Ergebnisse nicht mehr. Ja. Und das werden wir jetzt sehen in den nächsten 1, 2 Spielen, ne? Ich kann Alonso da schon verstehen, dass er auf die Frage, ob die Meisterschaft entschieden ist, gesagt hat, wir haben noch 12 Spiele zu spielen. Weil wenn du den aktuellen Trend bei uns siehst, ja. Schauen wir mal, was Frankfurt und Stuttgart bringt, so. Wenn wir die beide gewinnen, alles gut, ja. Dann werden wir uns den Rest auch noch durchmogeln, auch wenn es dann vielleicht kein brillanter Fußball mehr ist. Aber wenn du die beiden Spiele nicht gewinnst und Leverkusen gewinnt, dann wird es halt nochmal knackig, ne? Ich war das letzte Mal immer noch zum Supercup gegen Leipzig da. Du erwartest morgen offensichtliches Feuerwerk. Ja, ich bin mal gespannt, du. Ich bin mal gespannt. Also ich erwarte das auch, ja. Also Idealfall wäre morgen, du machst den Bums in der ersten Halbzeit klar und dann fährst du die Körner runter, wechselst die wichtigen Spieler aus und machst einen Schongang für Frankfurt so, ne? Ja. Aber ob das passieren wird, ich bin gespannt, Alter. Spiel war bodenlos, aber naja, den Verein brauchen wir ja jetzt auch nicht abmelden. Im Hinspiel war es andersrum, spannend wird es im Achtelfinale, wenn wir es morgen nicht komplett in die Tonne fahren. Ja, abwarten mal. Blondie, guten Abend. War das Subsound gerade doppelt? Ja, irgendwie nicht. Im Normalfall verlierst du das Spiel 4-0. Ja. Ist auch so. Mir wurde das Unentschieden von vielen Fans viel zu gut geredet und war nicht Bayern-like, wie das kommuniziert wurde und dass Boe nicht gespielt hat, anstatt verstehe, wer will, so wird es gegen Stuttgart und Frankfurt schwer. Ich war genauso enttäuscht von unserer Leistung. Ja, ich hätte mir Boe oder wahrscheinlich eher sogar hätte ich einen Stunny noch gesagt, den finde ich ein bisschen robuster, so eine Defensive. Dass man darauf verzichtet hat, weiß ich auch nicht. Man hat es ja dann auch gesehen, wo Stunny auf dem Platz war. Ja? Die Seite war sofort dicht, Alter. Ja? Warum man das nicht gemacht hat, wie gesagt, es geht in meinen Kopf, es ging unter Tuchel nicht in meinen Kopf rein, es geht unter Kompany nicht in meinen Kopf rein, wie man Conny Leimer als Rechtsverteidiger sehen kann. Also entweder bin ich der absolute Nulpe, ja, ich meine, unser Trainer setzt sich ja schon in die PK und sagt wortwörtlich, ja, wir wissen auch, dass Conny Leimer ein Mittelfeldspieler ist. Und spielt trotzdem einen Rechtsverteidiger. Katastrophe, Alter.
Ey, nach vorne ist Conny Leimer als Rechtsverteidiger gut. Ja, hat Zug, hat Feuer. Die Abstimmung hat auch geklappt mit Ulisse so in den letzten Spielen. Vor allem, wenn er dann auch in die Mitte gezogen ist als Rechtsverteidiger. Das ist genau Conny, ja. Super. Aber die letzten 25 Meter in der eigenen Hälfte, Junge, da kannst du einen Sack Kartoffeln hinstellen. Das kommt auch selber raus. Katastrophe. Verstehe ich nicht. Aber müssen wir ja auch nie verstehen, ne? Hoffen wir einfach, dass es eine Einmals-Tagesfliege war, oder wie man es nennt, und dann ist gut. Das weiß ich auch nicht, was Alonso sich damit gedacht hat. Keine Ahnung. Also gerade dann, wo wir gewechselt hatten, ne? Da war bei Leverkusen ja auch so 15, 18 Minuten lang so die Luft raus. Weiß ich, und dann bringt er ihn für 2 Minuten rein. Ich meine, zum Glück für uns, ja. So, hätte er ihn früher eingewechselt, glaube ich, hätte das noch geklingelt. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er unbedingt zeigen, so, ich brauche euch nicht so, weißt du? Keine Ahnung. Muss ich mir aber auch keine Gedanken drüber machen. Ist nicht unser Verein, mal. Oh Gott, das wird ja laut vorgelesen. Haha. Wieso, was hast du denn geschrieben? Guten Abend, euch geht's gut. Ja, klar geht's uns gut. Hoffe dir auch. Genau. Habe ich doch auch gesagt heute. In der PK. Habe ich auch gesagt. 0-0 reicht doch. Müsst ihr keine Sorgen machen. Also ich habe gesehen, dass wir ohne Mittelfeld- und Außenverteidigung gespielt haben, wobei es Ito noch einigermaßen gemacht hat. Ja gut, also wir brauchen jetzt nicht einzelne Mannschaftsteile durchgehen. 10 Spieler waren unterirdisch, Opa war Normalform. So. Und da brauchst du keinen ausnehmen. Ja, Ito dafür, dass er so lange nicht dabei war, war es okay. Trotzdem muss er das auch nicht beschönigen, Alter. Ja, so. Da brauchst du keinen rausnehmen. Das war 1:1. Da kannst du einen Harry Kane nehmen, da kannst du einen Kimmich nehmen, da kannst du einen Ulisse nehmen, alle Spieler, die ich mag, du kannst nehmen, wen du willst. Das war alles Grütze, Alter. Manuel Neuer ist da wieder rumgeirrt wie so ein Vollpfosten, Alter. Hat Glück gehabt, dass er zweimal angeschossen wurde und mal einen Ball halten konnte. Und dann faustet er den noch weg, Alter, geradeaus in den Strafraum rein, den Ball, den er einfach festhalten kannst oder über die Latte längst, Alter. Er faustet ihn auf den Fuß in die Mitte auf Florian Wirtz, Alter. Und dann stellen sich Leute hin, ja, in der Presse und sagen, Manuel Neuer hat eine gute Leistung gebracht. Ey, da fällt mir ein Ei aus der Hose, Alter. Ich weiß nicht, ob er einen Krampf in seiner Hand hatte. Der hat jeden Ball gefaustet. Junge, was ist das für ein Torwart? Katastrophe, der Mann. Junge, Junge. Und das Schlimme ist, du musst den aufstellen, weil du keine Alternative hast. Weil Peretz verletzt ist, Ulle ist irgendwie nie da. Ja, und Urbich kannst du da nicht reinwerfen. Junge. Katastrophe, ey. Wie erschrocken er auch war, wo Wirtz aus 55 Metern in Richtung Tor geschossen hat. Junge, es wäre wieder Super-GAU gewesen. Heavy war der beste Sechser auf unserer Seite, das ist richtig, ja. Da stimme ich dir zu. Ach ja. Genau. Drehen wir den Spieß mal um, oder? Die Leute, die das schön reden, so, was befähigt euch dazu? Wart ihr schon mal Trainer? Habt ihr schon mal selber Fußball gespielt? Ach, herrlich. Gehen wir in die Schiene rein. Grüße an alle, die das im Nachgang auf YouTube gesehen haben. Gönnt euch. Ja, dass Dani ein bisschen Zeit braucht, verstehe ich. Aber warum er nicht gespielt hat, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was man an Conny Leimer sieht da auf der Seite. Wie gesagt, nach vorne ist er gut. Aber ja, ich kann zum 3. Mal sagen, sobald das die letzten 25 Meter in der eigenen Hälfte sind, ist das eine Katastrophe. Ja, entweder rennt er wie ein Berserker drauf und wird einfach überlaufen. Ja,
Oder er versucht den Raum zu verteidigen, aber es klappt halt nicht. So. Jede Flanke, die über die Seite geschlagen wird. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass Conny Leimer eine Flanke geblockt hat. Oder einen Flankenversuch. Ja, Katastrophe. Ja, über 20 kriegen nicht alle, aber... Ja, Alex, da stimme ich dir zu, ja. Lieber mal so ein Spiel und total versagen, wie der Tore die ganze Zeit schlecht und ekelhaft Fußball. Ja, das sag ich ja. Also bisher haben wir ja noch nichts... Bisher ist das Meckern auf hohem Niveau, wa? Da gehe ich 100% mit. Ich kritisiere halt nur den Umgang mit diesem Spiel, weil der Trend gerade wirklich schlecht ist. Ja? So. Und da kann man nur hoffen, dass man das intern anders, dass man intern damit anders umgeht, wie man es öffentlich macht. Und dann ist ja auch alles gut, aber das sehen wir in den nächsten 2 Spielen. So, wenn der Bock da wieder umgestoßen wird, wie man so schön sagt, und alles wieder tutti ist, dann ist alles gut. Ja? Dann wird man das intern aufgearbeitet haben. Wenn man aber wie unter Tuchel dann auch so einfach weitermacht, weiter, dann wird der Trend, ja, da musst du hoffen, dass die 8 Punkte Vorsprung über die Linie rettest. Was holen wir mit Wirtz? Der trifft ja nicht. Witzig, ey. Und wie ich Musiala genervt hat, immer nach einem Foul an ihm streckt er die Arme in die Luft und beschwert sich. Keine gute Entwicklung. Soll einfach weiterspielen wie eine Diva, als ob er was Besseres ist. So wirkt es. Mag ich gar nicht so entfallen. Ja, das haben wir schon die letzten Spiele gesehen. Aber man darf auch nicht vergessen, der ist 21, Alter. Ja, der ist 21 und wird in unserem Verein gerade gehypt als der Heilsbringer, so wie es mit Messi in Barcelona war. Ja. Und seitdem das der Fall ist, ja, bei jedem Zweikampf schmeißt er sich am Boden, hockt sich hin und macht erstmal die Arme und guckt Richtung Schiri. Ja, gefällt mir auch nicht. Ja. Auch, dass er bei jedem kleinen Kontakt sich hinwirft, das war vorher auch nicht. Keine Ahnung. Kann man auch nur hoffen, dass das wieder abklingt, so, ne? Aber dass einen das ein bisschen den Kopf verdreht, Alter, wenn du 21 bist und jetzt auf einmal der Topverdiener beim FC Bayern München und du gehypt wirst von allen Seiten und ist vielleicht auch menschlich, wa? Ja, das können wir doch machen. Geben wir Sané, Gnabry und Coman noch. Und noch 50 Mille obendrauf für Wirtz. Feuer frei, Alter. Haben die bestimmt richtig Bock drauf. Hat der Alonso bestimmt richtig Bock drauf auf solche Spieler. Fürs Klavierspielen, genau, ja. Ja, alles gut. Musiala kam auch schlecht aus der Winterpause, ne? Mit Verletzungen und so, alles gut. Dass der dann auch da abtaucht wie die ganze Mannschaft, ist, glaube ich, völlig verständlich. Ich glaube, da können wir andere Spieler, andere Führungsspieler, Musiala ist ja eigentlich noch nicht mehr so ein Führungsspieler, können wir da mal eher in die Pflicht nehmen, wie jetzt auf den Musiala drauf zu hauen, wie ich sagen. Auch wenn die Leistung Katastrophe war, aber das war sie von 10 Spielern. Ne? Vielleicht wollte Kompany nicht zeigen, wie er in einem möglichen Champions League Achtelfinale gegen Leverkusen spielen wird. Ja, bestimmt. Das war das Argument, ey. Also ich sag's euch, wie es ist. Kriegen wir Leverkusen im Achtelfinale Champions League, sind wir raus. Aber sowas von, Alter. Sehen wir kein Land. Gar kein Land sehen wir da. Naja, wenn du das Spiel gesehen hast, dann brauchst du die vorigen Spiele gegen Zweitligisten und Wolfsburg nicht anführen bei Leverkusen, oder? Dann machst du genau diesen selben Kack-Take, den Vincent Kompany macht. Ja, wir waren ja bisher super, wir haben ja viele, viele Tore geschossen. Ja, gegen Leverkusen bist du nicht über die Mittellinie gekommen, Alter. Wen interessiert's? So, wen interessiert, was Leverkusen vorher gemacht hat? Haben sie uns an die Wand gespielt? Ja, Punkt. Ob sie vorher gegen Köln oder was auch immer im DFB-Pokal oder was weiß ich, gegen wen die gespielt haben, sich beschissen haben, wen interessiert's, Alter? Die haben uns vorgeführt. Punkt. Junge, da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Und wenn du dir mal das Spiel von uns gegen Wolfsburg anguckst, wenn du schon so anfängst, ja, das war jetzt auch keine Perle, wa? Servus Kai, weißt du, was ich persönlich viel schlimmer finde? Wir feiern uns für Vertragsverlängerungen wie Davis oder unser Superstar Musiala, die bekommen so viel Kohle, das sind beide einfach null wert. Davis noch weniger, Wirtz bekommt bei Leverkusen über die Hälfte weniger als Bambi, das schon wild. Ja, kannst ja auch nicht Leverkusen mit München vergleichen, ne? Ist ja nun mal so. Und ja, wenn so ein Fonzie Davis wirklich 15 Millionen bekommt, dann muss es so ein Musiala mindestens 5, 6, 7, 8, 9, 10 mehr geben, Alter. Ja, das Leistungsniveau eines Musialas ist ein ganz anderes Level wie das eines Davis. Ja. Brauchen wir doch nicht drüber reden, oder? Ja. Wir reden schon seit 2 Jahren über den Schnitt im Kader, ja. Der ist jetzt im 3. Jahr immer noch nicht da, ne? Ja, ist auch so. Also wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hab's ja gesagt, so der Februar wird zeigen gegen Leverkusen. Ja, alles gut. Was das Ergebnis gut, was du brauchst. So. Werden wir sehen, was Frankfurt und Stuttgart bringt und dann können wir gerne einen Trend abzeichnen. Ja, ach, weiß ich nicht, ob das System jetzt so intensiv ist und das hält sie nicht durch, Blaswitz, weiß ich nicht. Da müssten wir mal Fakten checken. Da müsstest du mal die Laufleistung vergleichen mit dem System zu, keine Ahnung, Guardiola-Fußball. Selbst im System von Hansi Flick. Ich denke, Guardiola-Fußball war für den Schädel genauso anspruchsvoll. Hansi Flick vielleicht nicht ganz so. Da hast du dich auch mal zurückgezogen, hast den Gegner mal kommen lassen, hast ihn ausgekontert. Ja, weiß ich nicht. Also das ist für mich nee. Keine Ahnung. Gehe ich irgendwo nicht mit, ey. Dass du nicht jedes Spiel auf dem Level spielen kannst mit so einem Dingen, ist schon klar. Ja. Aber da musst du es doch hinkriegen. Keine Ahnung, dass du dir die Auszeiten gegen die vermeintlich kleineren Gegner holst, wie zu sagen, ja, ich bin jetzt nicht in der Lage, Leverkusen Parole zu bieten, Alter. Und das waren wir halt nicht. Ja. So. Dann muss man das wirklich ein bisschen schlauer anstellen, meiner Meinung nach. Ach nee, also wenn man Winnie rausschmeißen würde, egal, selbst wenn du jetzt noch die Meisterschaft verspielst oder so, das wäre eine Katastrophe, Alter. Also, alles gut. Wir sind auf einem guten Weg, so, das war einfach scheiße, das Spiel, das hast du halt einfach mal, alles ist doch fein, ja. So. Wichtig ist, dass er jetzt wieder den Ruck in die Mannschaft kriegt. Ja, so, die Spieler haben alle verlängert. Scheiß mal auf Kimmich, scheiß mal auf Leroy, Alter, wegen mir. Komm, tschüss, 40 Mille gespart, alles gut, alles tutti und Feuer frei. So. Ja, das werden wir sehen, ob Heavy morgen spielt. Das werden wir sehen. Ansonsten spielt Serge. Ich kann es gar nicht aussprechen, ohne nicht zu lachen, Alter. Ich kann mir aktuell echt nicht vorstellen, beim möglichen Achtelfinale gegen Leverkusen oder Atletico, dass wir eine der beiden Nachrichten über 2 Spiele raushauen. Mannschaften wahrscheinlich, wa? Vielleicht bin ich auch zu negativ, aber die Entwicklung in der Rückrunde gefällt mir bis jetzt überhaupt nicht, auch wenn die Ergebnisse vielleicht gerade noch einigermaßen stimmen. Ja, also aufgrund der Leistung in der Rückrunde, habe ich gerade gesagt, sehe ich das auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Atletico spielt. Wenn Atletico spielt, wie Atletico immer spielt. Ja, einfach wird es nicht, wa? Gegen Leverkusen habe ich gerade schon mein Take gebracht, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, der Vini steht doch da schon immer. Ja, aber du brauchst doch nicht Kimmich auf die Bank setzen, damit ein Conny auf die 8 kann, Alter. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe Kimmich auch aufgestellt für morgen auf der 6 und einen Conny auf der 8. Wo ist denn das Problem? Also das ist ja jetzt nicht
Kimmichs schuld, dass ein Conny nicht auf 8 spielt. Also ein Pavlo ist bisher auch eine Katastrophe. Ja. Querpass Toni, Alter. So. Goretzka ist, wie immer Goretzka ist, ja. Palinja ist noch nicht fit, ist gerade wieder da, war krank. Wo ist das Problem, einen Conny neben Kimmich zu stellen? Ist doch fein, Alter. Ja, das stimmt, Ambo. Das stimmt. Da gehe ich mit, dass Ito ordentlich war. Da gehe ich mit. Hat mich auch überrascht, dass er ihn dahingestellt hat. Ja, Hackfleisch dreimal, dann bleibt mal mit dem Arsch zu Hause, wa? Dann bleib mal besser zu Hause morgen. Du so ein Glücksbringer bist. Auf die Pressekonferenz gegen Celtic, ja, die geht jetzt gleich. Eine sollte schon da sein und die andere in 5 Minuten. Neuer ist ein Krampf, ja, das ist er wirklich gerade. Wobei ich kann nicht schlechter sein, aber den kannst du ja jetzt da nicht reinwerfen, Alter. Das kannst du ja nicht bringen. Piblitscher. Ja. Ja, ja. Aber das Problem ist ja auch, guck dir die Außen jetzt an, wen willst du bringen? So. Wen willst du da bringen? Habe ich ja heute im Taktikfuchs, kommt ja auch gleich, habe ich ja auch gesagt. So, du hast jetzt einen breiten Kader, aber gehst durch. So, vorne hast du Harry Kane. Da hast du schon mal keine Alternative, die nur ansatzweise 50% von dem kann, was Harry Kane kann. Ja? Weil die Alternativen heißen Serge Gnabry, Thomas Müller oder irgendein No-Name aus einer U17. So. Rechte Seite hast du Michael. Und dann hast du nichts und wieder nichts. Und dann hast du irgendwann Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman. So. Einen von den dreien, die ich gerade genannt habe, die schon, ich sag mal, 60% von dem haben, was Michael hat, musst du schon mal auf die linke Seite stellen. Und dann, so, weißt du, das ist, sonst hast du nichts mehr. Taylor hast du abgegeben, Ibrahimovic hast du abgegeben, jetzt hast du den tollen Vidovic zurückgeholt, den hast du für die zweite Mannschaft zurückgeholt, damit die den Aufstieg packt. Iran Kunda hast du verliehen, aber die hätten ja eh nicht gespielt, weil ja genau diese, wie du schreibst, die Gesichter spielen, die immer spielen. So. So, aber wo soll da Druck herkommen, Alter? Wo soll eine Leistungsexplosion herkommen? Dann hast du auch für 10 Musiala. Und sonst, der ist außer Konkurrenz, Alter. Außer Konkurrenz, genau wie Harry Kane. Spielt Musiala, hat Musiala gute Form, ist unser Angriffsspiel 3 Klassen besser, als so wie es jetzt ist. Ja, kannst du Thomas Müller hinstellen. Alter, der passt einfach gar nicht mehr in die heutige Zeit, was Fußball anbelangt. Nicht als Zehner. Ja, den kannst du als hängende Spitze zwischen Zehner und Mittelstürmer vielleicht bringen. Da gehe ich ja noch mit. So, und dann gehen wir weiter durch. 8. Position. Goretzka, Pavlo. Mehr haben wir ja nicht, weil Conny Leimer zählt ja nicht ins Mittelfeld. So, Pavlo ist gerade nicht in guter Form. Leon ist Leon. Geil. 6 hast du in Kimmich. Palinja, der die Position nicht spielen darf, der fast nur verletzt ist. So, wer soll da Druck machen? Rechte Verteidigerposition, hast du jetzt endlich Stanisic, Boe, selbst ein Guerrero. Auf rechter Verteidiger war er ja eigentlich immer souverän, war er gut, auch defensiv fand ich. Stellst du aber einen Conny Leimer hin. So, aber das wäre eine Posi, wo du mal einen Konkurrenzkampf hättest. Linker Verteidiger ist Alphonso Davies. Ja, jetzt hast du den Ito, der gleich spielen muss, obwohl er 3/4 Jahr verletzt war. Innenverteidigung. Ja. Upa, Minjay, Dyer. Eric Dyer stellst du auf, wenn du den Plan hast, ein bisschen defensiver zu stehen. Nicht so weit nach vorne mit der Viererreihe, weil er nicht so schnell ist.
Und im Tor hast du Manuel Neuer. So, und jetzt sag mir mal eine Position, wo ein harter Konkurrenzkampf herrscht. So, du hast einen super breiten Kader, aber du hast einfach Spieler, die außer Konkurrenz sind. Ja, und wenn diese Spieler keine Form haben, dann gehst du am Stock, Alter. Ja, das ist das Problem, was wir haben. Und das ist hausgemacht. Wie schon immer, wie die letzten 2 Jahre, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? So, super breiter Kader und ja, ob da ein Gnabry, ein Sané oder ein Coman steht, die sind alle gleich scheiße. Und Coman ist davon noch der konstanteste. Wie auch die letzten 3 Jahre. Hat sich nichts geändert. Kannst du froh sein, dass du einen Michael hast für die rechte Seite. Ja. So, was willst du da erwarten? Ja, der Zauber eines Companies, wo sich jeder den Arsch aufreißt, um sich anzubieten, um zu zeigen, ich bin der Geilste und so, was in der Hinrunde vielleicht noch der Fall war, der ist verflogen, Alter. Ja? Vielleicht ist das auch immer so ein Problem, was wir in der Rückrunde haben. So, dann musst du das nicht mehr so machen. Dann hast du deine Rolle in der Mannschaft und gut. So, und dann finden die Spieler sich damit ab. Wo ist denn ein Gnabry, wenn er eingewechselt wird? Ja? Wo ist er? Wie letzte Saison. So, du musst doch Feuer machen, wenn du eingewechselt wirst, Alter. Aber nein, machen die Spieler nicht, was denen scheißegal ist. Die ziehen sich die 17 Mille rein und alles ist gut. Ja? So, das ist deren Anspruch. Und das Problem ist dasselbe, wie wir es seit 2 Jahren haben. Hat sich halt nichts dran geändert. Ja. Und da gehe ich mit hier. Der Vereinspolitik wird 1:1 weitergeführt, ja. Und das, obwohl man vor der Saison sich hingestellt hat, ja, wir haben jetzt Campos und wir verpflichten viele Talente und wir bauen die jetzt alle ein. Wir haben einen super modernen Trainer geholt, der setzt auf junge Spieler, der hat da Bock drauf. Ja, und dann schickst du die alle in die Wüste, Alter. Da platzt dir doch der Schädel weg, oder? Junge. Ich meine, zumindest haben wir ja bisher guten Fußball gespielt, so dass es keine Argumente gab. Ja. Aber wenn der Trend so weitergeht, dann haben wir langsam Argumente. Deine Boss-Aura. Junge, weiß ja. Ambo, da gehe ich gar nicht drauf ein auf so einen Take. Boss-Aura. Der Neue hat noch nie eine Boss-Aura gehabt. Der Neue war ein Weltklasse-Torwart, lange Zeit der Beste der Welt. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er hat ja niemals die Aura gehabt, wenn ein Stürmer auf ihn zugelaufen ist. Wie so ein Oliver Kahn, Alter, der da rausgerannt ist. Offenem Mund, wie ein Löwe, Alter, die Mähne am Flattern und so, bah, wie ein Gorilla, Alter. Ich fress dich auf. So, das hat ein Neuer ja nie gehabt. Ja? Kannst ja nicht vom Boss-Aura reden, Alter. Beim Uli konntest du das reden, ja. Da musstest du ja Angst haben, dass der dir mit einem Kung-Fu-Tritt die Birne wegknallt. Ja, oder dich auffrisst, dir das Ohr abbeißt wie Mike Tyson, Alter. So, das ist eine Aura als Torwart. Die hat ein Neuer nie gehabt. Das ist ja auch nicht schlimm. Neuer war auch immer stark im 1 gegen 1, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ja? Er hat super Reflexe gehabt, gutes Stellungsspiel, immer antizipiert. Das ist Neuer, Alter. Aber das klappt halt nicht mehr, wenn du ein alter Sack wirst. So, das ist doch Neuers Problem. So, und Oliver Kahn hättest du noch mit 40 dahinstellen können. Da hätte sich so ein Elber immer noch in die Hose geschissen, wenn er auf dem Oli Kahn zudribbelt, Alter. So. Ja? Da war mehr Psyche drin wie alles andere. Und siehst du beim Neuer halt einfach. Das ist aber menschlich. Du hast halt nicht mehr die Reflexe, die er mal hatte. Und er hat auch nicht mehr dieses gute Stellungsspiel. Und dann diese Unsicherheit. Er faustet jeden Ball weg, Alter. Das war ein Look. Ey, ist das Volleyball oder was? Das war ein Popelschuss aufs Tor, Alter. Der hätte jeder Torwart fangen können. Er macht da einen Hackmack, Alter. Ich muss den wegboxen. Ich habe einen Krampf in der Hand oder was? Junge. Ey, du hast doch noch nicht ein Spiel. Doch, ein Spiel, aber ich müsste nicht mal nachgucken in meiner tollen Tabelle, wo Neuer eine gute Leistung gezeigt hat. Ansonsten war er immer ein Unsicherheitsfaktor. Junge. Ja? Er kann froh sein, dass der Kompanie die Innenverteidigung so hinbekommen hat, wie er sie hinbekommen hat. Mann. Verdient jetzt wie Neymar, warum nicht so verhalten? Ja, ganz genau.
Da hast du deinen Boss-Take. Aber denselben Boss-Take kannst du auch gleich auf den anderen bringen. Aber die Diskussion schenke ich mir heute. Ja, du kommst doch gar keiner Gehaltsstruktur runter. Weiß, mein aktueller Gedanke ist, die Ansage ist ja, wir müssen irgendwie unter 300 kommen. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Kannst du nur machen, wenn du den Kader verkleinerst. Das heißt, wenn du musst wirklich Leroy auslaufen lassen, dann sparst du 20 Mille. Dann musst du nächstes Jahr Gnabry und Goretzka auslaufen lassen, dann sparst du wahrscheinlich auch nochmal so 35. Wenn du mit Kimmich jetzt verlängerst, und Kimmich wird kaum sagen, ja pass mal auf, alles gut, gib mir mal 15 Millionen. Der Kimmich wird sagen, Alter, Harry Kane verdient 25, Musiala verdient 25, ich spiele hier jedes Spiel, ich bin der Meister auf dem Master hier. Ist ja wohl klar, was ich hier haben will, oder nicht? Ist ja auch völlig verständlich. Ja, würden wir ja nicht anders machen. Ja? So. Ey, Alphonso Davies kriegt 15. Ja, wenn du mal da den Maßstab ansetzt, was Alphonso Davies bekommt, dann müsste ein Harry Kane 40 bekommen, Alter. Und ein Kimmich 30. Kannst doch keinen erzählen, Alter. Ja, wie kommt man auf die Idee? Katastrophe. Junge, Junge. Noch so ein Spiel wie gegen Leverkusen. Ach, ich war ganz ruhig gegen Leverkusen. Ich war einfach nur enttäuscht, Alter. Einfach nur enttäuscht. Ich hatte kurze Hoffnung, so ich dachte mir, komm jetzt zur Halbzeit. Ja, komm, wir haben die erste Halbzeit überstanden. Ja, dachte ich mir so, komm, Vinny macht Ansage in der Kabine, wird locker 3 Spieler auswechseln und wir zeigen endlich mal, dass wir der FC Bayern sind. Und dann geht das 1:1 weiter, Alter. Und dann war ich gebrochen. Da war ich gebrochen, da habe ich mir das Elend bis zum Ende angeguckt und war gut. Ja, was soll ich dann sagen, Ben, Alter? Ich habe es ja die Saison noch nie verstanden. Ich habe es letzte Saison schon nicht verstanden. Ich verstehe es diese Saison auch wieder nicht. Ja, das ist... Keine Ahnung. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, Conny ist ja... Der ist so außergewöhnlich offensiv. Nee, was der offensiv über die Rechtsverteidiger-Posi bringen kann, Stanisic und Boué genauso bringen. Ja, vielleicht nicht diese Dynamik, die so ein Conny mitbringt, da gehe ich mit. Ja, aber nochmal, ich verstehe es nicht. Vincent Kompany kommt zum FC Bayern, Alter. Er sagt, wir sind die neue Pressingmaschine der Bundesliga. Wir machen das wirklich gut. Ja? Und ich habe den Spieler, der das über Jahre in Leipzig gespielt hat und überragend dort war, auf dieser Position, den habe ich in meiner verkackten Mannschaft und setze den auf die Strafbank nach hinten rechts. Anstatt, wenn ich dann keinen Rechtsverteidiger habe, zu sagen, komm, König, Josua, du bist ja in der Nationalmannschaft, ich schon Rechtsverteidiger, stell dich noch mal dahin und Conny in die Mitte. Katastrophe. Katastrophe. Und dann hast du jetzt sogar wieder 2 Rechtsverteidiger und dann stellst du ihn trotzdem noch dahin. Da platzt dir der Schädel. Junge, Junge. Ja, was mit Serge passiert ist, weiß auch keiner, oder? Mann, Mann, Mann. Ja, Leverkusen ist ja nicht nur psychologisch im Vorteil. Zip, servus. Abend. Ja, du brauchst ja jetzt auch nicht mehr anfangen zu sagen, was, ich ändere jetzt das System oder was? Also dafür bist du jetzt auch in der verkehrten Phase in der Saison, oder? Glaube ich nicht, dass das so passiert. Musst du ja auch nicht. Du kannst ja vorne eh nichts ändern. Was willst du vorne ändern? Du hast keinen zweiten Stürmer. Den hast du ja weggegeben. Was willst du denn jetzt vorne ändern? Willst du einen Serge neben Heavy stellen oder was? Kannst du Thomas Müller rund um Heavy stellen. Ja, das wird vielleicht noch Sinn machen. Ja. Dann müsstest du aber entweder hinten auf Dreierkette stellen oder du müsstest im zentralen Mittelfeld auf einen stellen, anstatt auf 2.
Dann kannst du aber einen Kimmich nicht spielen lassen, weil ein Kimmich nicht dieser super Defensivmacher in der Zentrale ist. So. Also kannst du das nicht machen mit nur einem in der Zentrale. Also wirst du bei 2 in der Zentrale bleiben. Ja. Ja, oh mein Gott, Ito hat es ja ordentlich gemacht. Ja, also, wenn er fit ist, alles gut. Er braucht halt auch Spielzeit. Ja, warum nicht? Also ein Guerrero wäre noch schlechter gewesen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, du hättest halt überlegen können, Stunny nach links zu ziehen. Da war er jetzt aber auch nicht so stabil. Boye hat auch schon mal links gespielt, sah auch nicht so gut aus. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man da einen Linksfuß haben wollte. Ja. Das war, glaube ich, auch nicht das Problem. Ja, frisches Blut kann es ja nicht geben für unserem Kader in der Saison. Die sind ja alle verliehen. Kahn hatte die Boss-Aura, so sieht's aus. Der Olli war schon kranker, ne? Ich habe da so einige Sachen im Kopf, ey. Ach ja. Verstehe auch nicht, warum ein Musiala 25 kriegt, als ob er woanders die 5 verdient hätte. Wir machen uns so zum Affen. Boah, das weiß ich nicht. Also erstmal wissen wir ja nicht, ob er 25 verdient oder bekommt. Verdient ist ja immer eine andere Geschichte. Ob er die woanders bekommen hätte. Also es hätte mit Sicherheit schon irgendeinen Verein gegeben, der ihm die gezahlt hätte, glaube ich schon. Und wenn er seine Form wieder hat, ist ja, was ich gerade gesagt habe. Ja? Wenn Musiala gute Form hat, dann hebt er unser Offensivspiel einfach um 3 Level. So, von daher ist das dann schon verdient. Wenn er natürlich jetzt 25 oder lass es 20 sein, ist ja wurscht, bekommt und kommt da nicht mehr aus diesem Leistungsloch, wo er jetzt gerade drin ist, dann wird es natürlich kritisch. Ja? Dann wird es wild. Aber dann hat er noch eine Ausstiegsklausel von 175 Millionen. Müssen wir nur noch einen finden. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Vielleicht kriegt er ja gar keine 25. Ja. Woher sollen wir das wissen? Ja. Ist ja dasselbe wie bei Fonsi. So, wir wissen es am Ende des Tages nicht. Bei Fonsi kannst du es halt ein bisschen abschätzen, weil er schon mal X gefordert hatte und Madrid das geboten hatte. Da kannst du das so ein bisschen erahnen. Aber ob Musiala jetzt 15 kriegt, 20, 25, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Ja, finde ich auch schade, Sepp. Also wie gesagt, Conny, gerade in dem System unter Kompanie wäre der perfekte Achter für mich. Habe ich auch nicht verstanden. Nee, das kannst du auch nicht bringen. Deswegen sage ich ja, der ist halt kein rechter Verteidiger. Ja. Ja. Das ist ja immer so das Thema. Und weißt du, das ist ja auch okay. Wenn Neuer halt einfach. Oh, das ist ja menschlich. Ja. Ich meine, nimm Buffon. Auch der wurde schlechter mit dem Alter. Der wurde auch nicht mehr besser. Obwohl er immer noch ein gutes Level hatte. So. Auch ein Neuer ist ja jetzt nicht so, dass er ein Katastrophenlevel hat. Aber wenn du Neuer daran misst, was er mal war, ja, und den FC Bayern mal daran misst, dass bei uns ein Goalie 3, wenn es hochkommt, vielleicht mal 4 Torschüsse bekommt, dann ist das gerade, so wie es die Statistik sagt, ist Manuel Neuer der schlechteste Torwart in der Champions League. Ja? Und guckt euch an, was da für Vereine spielen teilweise. Das ist ein Fakt. Ja, den denke ich mir nicht aus. Ja. Das Traurige ist nur, dass man das halt nicht kommuniziert, Alter. Man
Man lobt ihn halt weiter in den gottlosen Himmel. Er ist immer noch Weltklasse und kann immer noch alles für den FC Bayern und wir müssen den Vertrag verlängern und das ist, was mir auf den Sack geht. Ja? Das ist das Schlimme. Anstatt zu sagen, guck mal, Manu, da musst du auch selber sehen, ey, dein Niveau ist gerade scheiße. Ja, das kann man ein bisschen schöner intern kommunizieren. So. Keine Ahnung, wir stellen jetzt einen Peretz rein. Ja. Nee, macht man ja nicht. Hat man nicht die Eier für. Und das ist das Problem in unserer Mannschaft. Ja. Aber das haben wir seit 2 Jahren, das Problem. Von daher auch nicht überraschend. Ja, Ulisse ist ja auch eine andere Art von Außenstürmer. Ne? Der ist nicht nur dieser Außenstürmer, ich mache im 1:1 unbedingt, gehe vorbei, sondern der spielt halt auch immer einen klugen Pass, sieht den Mitspieler und so weiter. Ja, wir haben schon eine gute Gehaltsstruktur. Pavlo rennt seiner Form hinterher, ja, das ist richtig. Aber das liegt halt auch daran, weil die Mannschaft gerade keine gute Form hat, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ist natürlich auch schwer, wenn du dann wiederkommst aus einer Verletzung und hast vielleicht auch nicht mehr dieses Vertrauen vom Trainer, was du noch hattest, ja? Weil wir haben es gesehen, Kompanie setzt lieber auf Erfahrung, jetzt in den wichtigen Spielen. Jo. Und dann kommt eines zum anderen und die Mannschaft hat keine gute Form und dann ist es natürlich auch schwer zurückzukommen mit einer guten Form, Alter. Und er ist ein junger Spieler, er wird immer Leistungsschwankungen haben. Ne? Muss man mit leben. Ja, aber das ist ja auch nichts Neues bei uns mit den Gehältern. Haben wir schon so oft drüber gesprochen und das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube das auch erst, wenn ich sehe. Olli. Da gehe ich voll mit. Ich kann mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Manuel Neuer da freiwillig irgendwelche Spiele abgibt. Ich bin sehr gespannt. Naja, eben. Du kannst Manu nicht nochmal das Herz rausreißen. Seit dieser Aussage sind die Leistungen auch echt bescheiden, ne, wenn man ehrlich ist. Calvin, servus. Ja, da müsste ich mir echt Haare wachsen lassen, damit ich mir die dann einzeln rausreißen kann, wenn der Vertrag mit Leroy Sané verlängert wird. Der Vertrag von Musiala ist verlängert. Nee, Schatz, ich will dich nicht mit Glatze sehen, da habe ich keinen Bock drauf. Das kann ich auch nicht. Wild. Gut, sind wir durch nach einer Stunde Ragen oder was? Ist gut, ey. Ja, das kommt drauf an, wen du Glauben schenken magst. Laut Presse angeblich 20 mit Boni auf 25. Wie Harry Kane halt. Ob dem so ist, I don't know. Nur gebasht wieder, ne? Ja, echt. Nur draufgehauen. Das Volk. Ich bin ja auch kein Bayern-Fan. Ich habe einfach nur den Merch gekauft und setze mich hier hin und eigentlich bin ich ja, weiß ich nicht. Sucht euch was aus. Bochum. Nee, Bochum ist noch zu nah an Bayern dran. Ist ja Fanfreundschaft. Bin eigentlich ein trojanisches Pferd, wie Tuchel war.
Eigentlich ist der Tuchel schuld mit Leverkusen. Der saß auf der Tribüne, der ist schuld. Habe ich sowas wie einen Lieblingsspieler? Mein letzter Lieblingsspieler, der aktiv war, war Javi. Javi Martinez. Aktuell. Ja, wenn ich einen wählen muss aus dieser Mannschaft, dann wahrscheinlich Harry Kane, Alter. Der kommt so noch am nächsten von Einstellungen und. Ja. Ja. Ganz klar Sané, ja. Ganz klar Liebe. Ja, Tuchel PKs waren Gold. Waren wirklich Gold. Naja, wir brauchen auf den Flügeln was, ne? Steht ja außer Frage. Du brauchst ein Backup in der Mitte, erst recht. Ich gehe davon aus, dass Mantel verkaufen wird. Wenn dem so ist, brauchst du ein Backup in der Mitte. Du brauchst was auf den Flügeln. Am besten nochmal eine Kanone und dann musst du halt einen Irankunda da hinstellen und dann musst du, keine Ahnung, wenn du noch hochziehst oder musst halt nochmal irgendein Talent holen und nicht wieder irgendwelche alteingesessenen, satten Spieler da hinsetzen, die irgendwie ihre 17 Millionen verdienen und sich denken, ist mir doch egal. In der Zentrale bist du gut aufgestellt, mit dem Bischof noch dabei. Egal, ob Kimmich verlängert oder nicht, bist trotzdem gut aufgestellt, wenn Conny Leimer dann endlich mal ein zentraler Mittelfeldspieler sein darf. Da brauchst du meiner Meinung nach gar nichts machen. Sollte ein Kimmich bleiben, kannst du Palinja verkaufen. Ja, kannst noch mal ein bisschen Geld generieren, weil der wird dann eh nicht spielen. Du brauchst keinen Palinja als Achter aufstellen. Das ist Schwachsinn. Ja, dann kannst du den abgeben. Leon kannst du eh abgeben. Dann hast du einen Bischof, dann hast du einen Leimer, hast einen Pavlovic, dann hast du immer noch 3 Spieler neben Kimmich. Kimmich spielt eh immer. So, wenn der verlängert. Hast du 3 Zentrale für eine Posi, reicht, brauchst du nichts machen. Rechter Außenverteidiger brauchst du nichts machen, hast du 2. Innenverteidigung, ja, da solltest du was machen. Ich will mit Eric Dyer verlängern. Ja. Das ist ein No-Brainer, Alter, der wird nicht viel Gehalt haben. Ist da, wenn du ihn brauchst. So, da kannst du 1, 2 Talente zur Seite stellen. Ja. Buchmann ist ja wieder da. Ich habe ihn noch nicht live gesehen, aber es scheint ihn zu geben. Linker Verteidiger hast du mit Fonzie Davis verlängert. Brauchen wir nicht drüber reden, dass du irgendwas kaufen musst. Du hast einen Ito, der Linksverteidiger spielen kann, der Innenverteidiger spielen kann. Du hast einen Stunny, der kann auch Innenverteidiger spielen, das sogar recht gut, meiner Meinung nach. Du hättest zur Not noch einen Adam Aznu, wenn du mal einen Fonzie Davis wirklich in Konkurrenzkampf stellen wollen würdest. Du hast einen Kretzig, der auch nur verliehen ist. Also du brauchst nicht viel Geld in die Hand nehmen für Neuverpflichtungen nächstes Jahr. Du musst gucken, dass du Altlasten los wirst und musst die Eier haben, die jungen Spieler ranzuführen. Punkt. Ja. Ganz einfach. Ja, der Tuchel hat den XG-Wert bei mir eingeführt. Ja. Ist jetzt schon zum Argument von mir geworden. Wie gesagt, 0,14 in Leverkusen. Und ich weiß noch nicht mal, wie man auf die 0,14 gekommen ist. Nico Williams wäre natürlich, keine Ahnung, Alter. Wäre natürlich die 1 plus mit Sternchenlösung. Also was ich von dem bei der EM gesehen habe, boah, Alter. Wenn der Bock auf Bayern hat, ey, let's go. Dann kannst du wirklich wieder von der Flügelzange träumen. Champions League Finale gegen Hansi, ne, da hätte ich keinen Bock drauf. Ne. Stell dir vor, der Hansi schlägt uns im Champions League Finale da home. Und am besten noch Lewandowski mit einem Dreierpack oder sowas. Bist du bekloppt, Alter? Dann laufe ich Amok, Alter. Ne. Würde mein rotes Herz nicht verkraften, glaube ich. Das wär zu hart. Das letzte Finale hat mich schon gebrochen, Alter. Das wäre eine Katastrophe. Dyer wird gehen müssen. Ja, wenn, dann ist man selber schuld.
Also wenn Eric Dyer bleiben möchte, musst du mit ihm verlängern, Alter. Das ist so No-Brainer, der Typ. Und dann bimst du uns Davy, habe ich ja gerade gesagt. Naja, aber... Nenn mir einen Sportvorstand, wo du sagst, jo, der passt jetzt zum FC Bayern. Also mir fällt keiner ein. Ich wüsste nicht, wen du da hinsetzen willst. Bin jetzt auch international jetzt nicht so gut, was da so rumläuft, aber... Nee, mir fällt keiner ein, Alter. Wen willst du da hinstellen? So, du müsstest ja erstmal einen haben, der überhaupt erstmal die Eier hätte, sich diesem Ganzen auszusetzen mit dem Aufsichtsrat. Mit Uli und Kalle und wie sie alle heißen. Ja, ist mir egal, ob er eine miserable Saison bei Bilbao spielt. Dann kriegst du ihn billiger, ist doch super. Let's go, Alter. Du musst an dem Spieler glauben, Alter. Wenn du die EM gesehen hast, der hat das Potenzial. Ist ein junger Spieler, auch der wird Leistungsschwankungen haben. Du musst halt die Eier haben. Ja. So, fertig. Ist dasselbe wie ein Ulisse, Alter. So, du musst ihm das Vertrauen geben und ihn spielen lassen. Und dann kann, wie gesagt, das ist eine Maschine, was ich von denen gesehen habe, Alter. Die hat alle Veranlagungen, die du brauchst für einen Außenstürmer. Ja, das Nonplusultra wäre dann natürlich noch, du hast einen Ulisse, du hast einen Nico Williams links, Alter, und du hättest noch einen Tell in der Mitte. Wenn man den mal in der Mitte hätte spielen lassen, dass er sich mal ein bisschen auf die Position konzentrieren könnte. Dann hättest du auf jeden Fall eine Offensive für die Zukunft gehabt, aber das wird bei uns nicht passieren. Krösche. Junge, der hat was geschrieben von internationalem Format. Krösche. Junge. Das hat aber auch nichts mit internationalen Format zu tun. Auch wenn er einen guten Job macht. Wie ist meine derzeitige Meinung zu Eberl? Das ist schwer. Die Frage ist, wer ist schuld daran, dass wir den Worten keine Taten folgen lassen? So, wollen wir das jetzt in Eberl zur Last legen, dass wir einen Tell verliehen haben, dass wir einen Azno verliehen haben, dass wir einen Ibrahimovic verkauft haben? Weiß ich nicht. Eberl stellt die Mannschaft nicht auf. Wenn der Trainer auf diese Spieler nicht setzt, aus welchen Gründen auch immer, dann hat Eberl noch das Beste gemacht, indem er die Spieler verliehen hat. So. Die Frage ist, wen wollen wir da in die Verantwortung nehmen? Ja. Daran, wie gesagt, die Causa Davis rechne ich Eberl zu 100% an, deswegen ist er schon mal 20% in meinem Ruf gesunken. Ja. Den Take, dann soll er die Fresse halten in der Saison vorher. Ja, dann soll er einfach gar nichts sagen. Ja. Genauso das Thema mit, oh ja, ich gucke jetzt, wer für den FC Bayern hier Leistung bringt und den Rest kann gehen. Da ist auch nichts passiert. Auch daran kann man ihm messen. Das ist schlecht gewesen, super schlecht. Hat er sich super angreifbar gemacht mit den Aussagen letzte Saison. Diese Saison, mein Gott, weiß ich nicht. Schwer. Schwer zu beurteilen, wer da so... Wie gesagt, ein Eberl ist nicht der die Mannschaft aufstellt. So, wenn Eberl dem Trainer 30 Spieler gibt und der Trainer nutzt davon 20, übertrieben gesagt, ja, dann musst du gucken, was mit den anderen 10 machst. So, und dann hast du die in der Winterpause noch verliehen. Du kriegst für einen Tell gutes Geld. Ja, 60 Mille sind 60 Mille, wenn du ihn verkaufst. Darfst du jetzt auch nicht... Ist schon ein guter Deal, den man da gemacht hat. Ja, und nicht irgendwie, jo, zahl mir 10 für die Leihe und nochmal 20, wenn du ihn kaufen willst. Also da hat er schon einen guten Job gemacht. Ja, für einen Spieler, der bei uns null funktioniert hat. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Warum, wieso, weshalb? Andere Geschichte. Also von daher weiß ich nicht, ob man Eberl so einfach bewerten kann. Ist schwierig. Wie gesagt, da müsste man mal echt wissen, was ist wirklich seine Verantwortung und was nicht. Ja.
Dass ein Uli Hoeneß mitten in der Transferphase gesagt hat, ja, jetzt wird gar nichts mehr gekauft, wir sind keine Geldscheißer, wir müssen erstmal verkaufen. Hat ein Eberl aber mal der ist mit 180 durch den Transfermarkt gefahren und dann hat Uli eine Wand hingestellt. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich denke, die Vorstellung von Eberl und Freund waren noch ganz andere im Sommer. Ja. Was sie einfach nicht durchziehen konnten. Nehmt nur Doué und alle anderen, die da noch irgendwo herumgeschwirrt sind. Also von daher ist es schwierig, einen Eberl wirklich fair zu bewerten gerade. No. Ist halt so. Wir wissen nicht die genauen Werte bei der Davis-Verlängerung, bei der Musiala-Verlängerung. Er hat mit beiden verlängert. So, ja, das ist nun mal auch ein Fakt. Von daher schwierig. Schwierig, das wirklich so von außen, was wir nur von außen sehen, einen Eberl zu bewerten, ist wirklich schwer. Zumindest für mich. Gibt viel Positives, aber auch viel Negatives. Ja, ich gehe da auch von aus, dass sie ihre Verträge aussitzen. Das ist ja auch okay. Da ist aber auch der Verein selber dran schuld. Ja, ja, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? In welcher Lage ein Eberl das alles da übernommen hat. Ja, und warum ist der Krösche denn der beste Manager? Hau mal einen raus. Interessiert mich. Warum ist er der beste Manager? Weil er Spieler billig einkauft bei einer Mannschaft, wo sich Talente entwickeln können, weil sie spielen und sie dann teuer verkauft, oder was? Das funzt beim FC Bayern nicht. Punkt. Das funzt beim FC Bayern nicht. Haben wir doch diese Saison schon gesehen. Haben wir die letzten Jahrzehnte gesehen, Alter. Wir sind immer kein Ausbildungsverein. Ja. So, kann Krösche, keine Ahnung, mit dem Harry Kane verhandeln? Hat er das schon mal getan in seiner Karriere? Das ist, worüber wir beim FC Bayern reden, Alter. Auf Glaubwürdigkeit sind sie, ja, Freund weiß ich nicht, den kannst du ja noch weniger da reinnehmen, Alter. Ja, nochmal, beide, Eberl und Freund, sind nicht dafür verantwortlich, welche Spieler der Trainer aufstellt, Alter. Ja, das können wir nicht in Eberl und einen Freund anheften. So, wenn Eberl und Freund sich auf die Agenda geschrieben haben, wir verpflichten junge Talente, wir fördern den Campus, was sie tun, ja, stellen die Spieler zur Verfügung und der Trainer interessiert sich einen Scheißdreck dafür, weil ein Trainer lieber darauf guckt, dass er die Topstars wieder auf Vordermann kriegt oder bei Laune halten will oder was auch immer, ja, dann kann Eberl und Freund sich das noch so sehr wünschen, dann wird das nicht passieren. Ja, dann hätten sie die Spieler verkaufen müssen, was sie ja gewollt haben, aber keiner wollte diese Spieler kaufen. So, dann wärst du nämlich gezwungen gewesen zu sagen, ja, ich muss jetzt einen Mathys Tel hier spielen lassen, ob der Leistung bringt oder nicht. So wie man es beim Davis getan hat. Ja. So, das ist doch das Problem, was wir haben. Oder was wir hatten. Nee, Uli hat das mit Sicherheit nicht einfacher gemacht, das Leben. Ja. Und natürlich ist es auch nicht einfach zu sagen, sofern das stimmt, dass dann der Vorstand sich dahin setzt, ja, so, das war ja jetzt so die letzten Jahre. Nee. Also, dass wir solche Gehälter zahlen, das ist ja eine Frechheit. Ne? Da muss der Max jetzt aber erstmal gucken, dass das nach unten geht. Ne? Das ist ja eine Frechheit. So. Der Vorstand hat jede einzelne Vertragsverlängerung abgesegnet, die da ist. So, weißt du? Die sind alle selber mitschuld, die da hocken. Ne, die reflektieren auch nicht. Die drücken jetzt, ja, hier, mach mal. Ne? Ist halt auch nochmal so eine Geschichte. Und wie gesagt, richtige Zahlen kennen wir nicht. Ne? Das ist halt so das Thema. Es wäre super interessant, das mal wirklich schwarz auf weiß zu wissen. Würde mich echt mal interessieren, was bei so einem Davis jetzt wirklich so Phase war. Oder jetzt bei so einem Musiala. Würde mich schon interessieren. Ja. Aber da müssten wir erstmal irgendwelche Verträge geleakt bekommen. Ja, im Endeffekt spielen dieselben Spieler, ja. Aber das bin ich doch vorhin durchgegangen, die erste 11. So, du hast doch aber auch keine, die du in Konkurrenz setzen kannst. Ja?
Du hast einen super breiten Kader, aber das ist keine Konkurrenz. Da kann der Kompanie sich noch in jeder PK da hinsetzen und einer erzählen, ja, wir haben einen guten Kader, wir haben Konkurrenzkampf. Nee, hast du nicht. Ja. Weil der Spieler Potenzial holt, die Frankfurt auf den Champions League Platz gehievt haben. Ja, wow. Nee, deswegen ist er für mich kein Manager von irgendeinem internationalen Format, sorry. Nee, gehe ich nicht mit. Dass er einen guten Job macht da, ja, 100 Pro. Ja, steht ja außer Frage. Aber du kannst doch nicht einen Manager von Eintracht Frankfurt, Alter, wo die Philosophie eine ganz andere ist, mit einem Posten bei FC Bayern vergleichen. Du kannst einen Frankfurter Manager mit einem Dortmunder Manager vergleichen. Die haben 1:1 die gleiche Philosophie oder meinetwegen noch mit RB Leipzig oder vielleicht mit Leverkusen, obwohl Leverkusen, glaube ich, auch eher davon weg ist, so ein Ausbildungsverein zu sein. Also von daher, nee. Das ist schwierig. Ist ja nicht so, dass der FC Bayern keine Spieler mit Potenzial holt. Tun wir jedes Jahr. Ja. Haben wir dieses Jahr mit dem Ulisse doch auch gemacht. So, oder würdest du sagen, ist kein Spieler mit Potenzial? Klar hat er keine 20 Meter gekostet, sondern 50. Ja, trotzdem. Musst du den Transfer auch erstmal machen, ne? Und nochmal, es ist was anderes, gerade auch auf dem FC Bayern gesehen, ob du dann mit so einem Harry Kane verhandelst oder mit, was weiß ich, Gunter Kinte von Mittelfeldplatz in Frankreich, Alter. Ja? Was nicht heißt, dass er das nicht kann, das weiß ich nicht. Ja? Aber das ist ja auch, was ein Eberl gerade ein bisschen lernen muss, oder? Hätte auch nie in diesen Regalen agiert, wie er es gerade tut. Ja, da stimme ich dir zu, Blonny. Da stimme ich dir 100% zu. Ich sag ja, die Aussagen von Eberl letzte Saison und was daraus passiert ist, passt halt nicht zusammen, ne? Da stimme ich dir zu. Ja, das denke ich halt auch. Da müsstest du schon irgendwie vergleichen, keine Ahnung, vergleichen Grösche in Frankfurt mit dem Eberl in Gladbach. So. Dann kannst du die beiden vielleicht vergleichen, so wenn du das Level nimmst. Was ein Eberl in Gladbach über die Jahre gemacht hat, ist halt auch stark gewesen. Ne? Und Frankfurt war ja auch schon auf einem guten Weg vor Grösche, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass er Frankfurt wieder dahin geführt hat, wo sie gerade sind. Aber er ist mit Sicherheit ein Guten, ja, das will ich gar nicht widersprechen, Alter. Dass er Näschen hat für die richtigen Spieler, ja, 100 Pro, ne? Aber dazu gehört halt auch, dass du die Spieler entwickeln musst und da kommt dann der Trainer mit ins Boot in Frankfurt, ne? Ich meine, Mamouche hat den Satz vorher in Wolfsburg oder was auch keiner wahrgenommen, so, ne? Darf man halt auch nicht immer vergessen. Wir werden sehen, ob es bei uns mit dem Tell dasselbe ist. Mal abwarten, wie der Tell sich jetzt entwickelt da in Tottenham. Oder halt nicht. Ja. Na, das wirst du noch nicht mal haben, ne? Headspot. Wer sorgt dafür, dass nicht das Leistungsprinzip, sondern Verdienste und Gruppenklickenzugehörigkeit für Einsatzzeit und Verträge eine höhere Relevanz haben? Wer ist konkret gegen einen Umbruch und das Setzen auf Talente? Ich glaube nicht, dass du diese Person hast, wo man sagt, ja, der will das nicht oder der ist dagegen oder sowas. Ich glaube, das Problem ist, wie es Uli Hoeneß die Tage gesagt hat, kein Spieler, der den FC Bayern nicht verlassen möchte, wird den FC Bayern verlassen. Ja? Wir sind einfach noch in dieser Kuschel-Community beim FC Bayern. Das Mir Samir muss gelebt werden. Das ist unser Problem. Das ist das einzige Problem. Man traut sich nicht, weil man dieses Motto sich auf die Fahne geschrieben hat, was auch fein ist, ja, nicht falsch verstehen. Aber du musst doch trotzdem, wenn du so ein Motto hast, sagen können, pass mal auf, Jungs, neuer Trainer, neues Spielkonzept,
Ihr habt seit 2 Jahren Leistungen gebracht, wo ihr selber wisst, dass sie katastrophal sind. Ihr seid fast alle aus der Nationalmannschaft geflogen. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ja? Ihr habt laufende Verträge bei uns. Das ist völlig fein. Wir geben euch eine Möglichkeit, dass ihr trainieren könnt. Bei der zweiten Mannschaft oder separat, je nachdem wie viele es sind. Und ansonsten seid ihr nicht mehr Teil dieses Kaders. Punkt. So. Ja. Und dann hätte ein Trainer nicht diese Baustellen, die er nun mal hat bei uns. Ein Trainer hat Baustellen eines Komans, eines Knabris, eines Sanés, eines Goretzkas, die er alle irgendwie bei Laune halten muss, weil, wir haben es letztes Jahr gesehen, wenn die Laune scheiße ist, wenn du Stinkstiefel hast, diese Cliquengesellschaft, wie du es selber schreibst, das entwickelt sich, das hat einen Rattenschwanz hinter sich und dann war Tuchel scheiße und alles war scheiße und bla. Ja, das ist doch das Problem, was wir haben. So. Und dass ein Kompany jetzt nicht sagen kann oder nicht die Eier dazu hat, in seiner ersten Saison zu sagen, ja, das ist jetzt ja Mathys Tell, den er ja schon Chancen gegeben hat, er hat aber nicht überzeugt, dann zu sagen, ist egal, ob der überzeugt. Ich lasse den jetzt da mal 5, 6, 7 Spiele spielen. Ist mir scheißegal, ob da ein Coman, Sané und Gnabry hinter sind. Ja? Das ist doch das Thema. Bei Olisse war es einfach. Der hat 50 Millionen gekostet. So, da kann kein Spieler Argumente bringen. So, der hat 50 Millionen gekostet, der muss spielen und bringt dazu noch gute Leistung. Ja? Da gibt es keine Diskussion. Aber versucht das doch mal dann zu vermitteln. Oder nehmen noch krasser einen Ibrahimovic oder einen Iran Kunda, den man ja auch geholt hat, weil Shaqiri-mäßig Kraftwürfel hat mit Sicherheit seine Stärken, muss sich aber entwickeln. Ja, so. Haben wir alle von geträumt. Ja, geil. Endlich. Leroy weg. Im Idealfall wären alle 3 weg gewesen. So. Und du hättest wirklich auf Mathys Tell gesetzt, so wie es ein Eberl vorhatte. Ich garantiere euch, dass das Eberls Gedanke war. Ja. Deswegen wollt ihr auch noch ein Doué haben. Dann hättest du einen Olisse gehabt, ein Doué. Du hättest einen Tell noch gehabt und du hättest wahrscheinlich einen Iran Kunda hochgezogen. Ja. Und hättest zusätzlich noch Ibrahimovic gehabt. So. Das wäre wahrscheinlich die Aufstellung auf der Flügel gewesen. Aber dafür hättest du die anderen 3 erstmal abgeben müssen. Aber da will ja keiner weg. So. Und wenn man die in Watte packt und sich dann dahinstellt als Aufsichtsrat und sagt, nee, also wenn, da muss ja schon der Spieler auf uns zukommen und sagen, dass er weg möchte. Dann brauchen wir uns doch nicht wundern. Ja? So. Kannst du das jetzt ein Eberl ankreiden, einen Freund ankreiden, ein Kompany ankreiden, dass ein Kompany so agiert, wie er agiert? Ich glaube nicht. Ja. So, das ist einfach eine Grundsatzgeschichte. Und das tut man halt, weil diese Spieler, bei Gnabry und Sané kann ich das noch nicht mehr sagen, aber so ein Coman, ein Goretzka und so weiter, die waren ja mal gut. Ja, die waren ja mal richtig gut und haben nun mal gewissen Anteil an großen Erfolgen dieses Vereins. So, und deswegen tut man das nicht. Ja, und das ist der Fehler. Das ist der Fehler, den wir seit 3 Jahren machen. Ja, aus meiner Sicht. So, und da ist es schwer zu sagen, ja, nee, wir tun den Eber weg und holen nochmal ein und den und er hat kein internationales Format. Nee, ist alles Schwachsinn, Alter. So. Wenn, dann müsstest du mal anfangen und der Aufsichtsrat, der müsste mal klare Nägel mit Köpfen machen, Alter. Ja, und nicht sich dahinstellen, ja, da muss erstmal der Spieler auf uns zukommen und sagen, er möchte gerne den Verein verlassen. Nee, muss er nicht. Du kannst dem Spieler auch sagen, wir planen nicht mehr mit euch. Danke, dass ihr das hier geleistet habt. Seit 2 Jahren bringt ihr keine Leistung. Wie ich es gerade gesagt habe. Hier habt ihr eine Trainingsmöglichkeit. Ihr seid nicht mehr vorgesehen für die erste Mannschaft. Feierabend. Ja, das hätte 2, 3 Wochen hohe Wellen geschlagen. Ja, keine Frage, in der Presse und so weiter. Und dann wäre die Titel gewesen, wo ist das Mir Samir in München? So, brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja, Bild-Zeitung, die leichteste Schlagzeile der Welt. So, ja, aber dann ist das so, Alter. Aber das haben wir halt nicht. Ja, obwohl es wahrscheinlich sogar ein Großteil der Fans verstanden hätte. Ja, so, das ist doch das Problem. Und dann kann nicht ein Kompany sagen, ja, ich nehme jetzt hier den Iran Kunda, der ist 18, der ist jetzt mein Mann.
Das kannst du nur machen, wenn du Louis van Gaal bist und sagst, ist mir egal, was ihr von mir wollt. So, weißt du? Wenn du so ein alter, erfahrener Sack bist, Alter, dem das scheißegal ist, aber nicht, wenn du Vincent Kompany bist, der gerade seine Trainerkarriere startet und das erste Mal beim großen Verein ist. Leute, da können wir dem Winnie keinen Vorwurf machen. Ja? Da musst du dem Winnie eher andersrum loben, dass er diese ganzen Eitelkeiten und Selbstdarsteller wieder zu einer Mannschaft geformt hat. So. Das ist mein Plädoyer. Aber wie gesagt, das jetzt an einen einzelnen Mann irgendwie festzumachen, der Max Eberl heißt, ist für mich völliger Schwachsinn. Weil ihr habt es gesehen, ja, in der Sommerpause. Dann kommt die Schelle vom Uli. Stopp! Es passiert nichts mehr. Sieh zu, dass du Spieler verkaufst, sonst darfst du keinen mehr kaufen. Ja, ey, Leute. Wie willst du denn dann agieren, Alter? So, das muss man doch im Vorhinein abgesprochen haben, oder nicht? Da muss doch vor der Saison ein Gespräch stattgefunden haben. Sportvorstand, Sportdirektor, Aufsichtsrat. Das ist euer Budget, das können wir machen, das wollen wir loswerden, da müssen wir das machen, dies machen, dies machen. Muss doch stattgefunden haben, oder nicht? Sind wir so ein Gurkenverein, dass das nicht stattgefunden hat? So, und dann grätscht ein Uli Hoeneß so da rein, oder was? Kannst du doch keinem erzählen. Ja, ja. Das ist doch das Problem. Wäre er nicht zu Beginn nicht verletzt gewesen, hätte Odessa auch nicht. Doch, ich glaube schon, dass er gespielt hätte. Wie gesagt, du holst ja keinen für 50 Millionen und setzt ihn auf die Bank, es sei denn, der Spieler, der da spielt, heißt Josua Kimmich. Dann machst du das natürlich. Aber ansonsten... Ja, ich fand das auch tragisch, wie Kahn und Bayern auseinandergegangen ist. Aber anscheinend hat es ja auch nicht gepasst irgendwie. Aber auch da wird viel geschrieben und du weißt nicht, was da stimmt oder was nicht stimmt. Ne? Nee, Uli ist nicht mehr der geheime Sportvorstand, aber Uli ist halt im Vorstand und hat das Sagen. Ja, ist im Aufsichtsrat. So, der Aufsichtsrat hat bei uns nun mal das Sagen, weil wir nun mal eine Aktiengesellschaft sind. So, das ist die letzte Instanz. Und wenn die sagt nö, dann nö. Ja. Bist du auf das Spiel gegen Frankfurt gespannt? Also ich bin erstmal auf das Spiel gegen Celtic gespannt. Denkst du gesamt mittlerweile wäre der FCB ohne Uli besser dran oder eher nicht? Das ist schwer zu sagen. Also Uli in der Form, wie er die letzten 2,5 Jahre agiert hat, wärst du wahrscheinlich besser dran, wenn Uli das nicht getan hätte. Teilweise. Auch dann wieder, ja, zu sagen, ich hole einen Kalle zurück in den Aufsichtsrat, obwohl er schon raus war, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ja, dann hättest du im Aufsichtsrat dann gar keinen mehr sitzen, der Ahnung vom Fußball hat. So. Ja. Und du hättest halt frische Gesichter dahin setzen müssen. So, wir haben es hier vorhin gelesen, Philipp Lahm, der mittlerweile mit dir ein paar Erfahrungen gemacht hat. Ja, du liest immer wieder Schweini, Blasels. Du hast aber auf der anderen Seite auch gesehen, nur was ein super krasser Spieler für den FC Bayern war mit Oli Kahn, kann es trotzdem in die Hose gehen. Ja? Deswegen ist das schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Also ich denke mir halt oft, Uli sollte einfach die Fresse halten. So, das kann ich sagen. Ja? Und man sollte vieles, was den Verein betrifft, was nicht sportliche Dinge sind, sollte man einfach für sich behalten. Ja, ob das ein Uli ist, ob das ein Eberl ist, ob das unser Presi ist oder unser Chrissy, ja, haltet doch einfach eure Fresse, Alter. Ja, das ist doch das möchte ich den Leuten einfach mal mitgeben. Einfach die Goschen halten.
Ja? Immer diese Selbstdarstellung, was die Leute unbedingt machen müssen. Aus welchem Grund? Ja? Verstehe ich halt nicht. Jeder muss sich da irgendwie in Szene setzen. Der eine redet vom Champions League gewinnen, der andere redet jetzt hier so weit und nicht weiter in der Öffentlichkeit. Haltet doch einfach alle die Goschen, Alter. Auch ein Max Eber, was er letzte Saison gefaselt hat mit von sie, letzte hier ist Angebot, 2 Wochen Zeit, wenn nicht, dann verpiss dich. Und ich gucke mir jeden Spieler an und der wird dann gehen. Ja, wenn du das sagst, dann musst du es halt umsetzen. Ja, dann musst du es umsetzen und nicht sagen, ja, nee, wir können ja nur Spieler verkaufen, wenn der zu uns kommt und sagt, er möchte weg. Ja, Hä? So, du hast manchmal das Gefühl, jeder hat so seine Vorstellung, so Max Eberl, Uli Hoeneß ja sowieso, Kalle Rummenigge, na klar, der geht ja auch gerade rein und erzählt, die sollen nicht rumheulen, die verdienen so viel Geld, sollen alle 3 Tage spielen, Club-WM und gar keine Pause mehr. Ja, gehe ich mit übrigens mit dem Kalle. So, ja, man trifft sich zusammen vor einer Saison, bespricht alle Themen, ja, bespricht die Rahmen, die man hat, Gehaltsrahmen, was weiß ich, Max 10 Mille plus Prämien 15, Max, das könnt ihr ausgeben, die Spieler wollen wir nicht mehr und da muss man das umsetzen, ja, und dann nicht wieder anfangen, ja, aber wir sind ja noch stolz auf unser Mir Samir, wir sind ja der einzig familiäre Club und bei uns geht kein Spieler, wenn er nicht gehen will. Ja, wie passt das zusammen, Alter? Ja. So, und das ist dann unser Sportvorstand, der so erzählt und unser Aufsichtsrat, der so erzählt. Dann werden Verträge verlängert für 15, für 25 Millionen angeblich und was der Aufsichtsrat absegnet. Ja, er muss das absegnen. Und dann kommt einer aus dem Aufsichtsrat und kritisiert das dann. So, Leute. Ja, und dann wundert man sich, dass vom FC Hollywood die Rede ist. Aber diesmal sind es nicht die Spieler, sondern die Verantwortlichen. Und das seit Jahren. Das ist ja nicht das erste Mal. Das ist seit Jahren so. Katastrophe. Da muss doch mal Ruhe einkehren, Alter. Das verstehe ich halt nicht. Das sind doch so grundsätzliche Dinge. Ne? Aber manchmal, man hat so das Gefühl, so Freund und Eber wollen das und machen das und machen das. Genau wie mit der Trainererfindung. Das war derselbe Bums. Ja? Und dann gehen die nach oben zum Uli, machen diese riesige Tür auf und da sitzen dann die 5 alten Säcke und dann sagt er, Uli, darf ich bitte? Und dann machen die 5 Herren so oder so, Alter. So funktioniert unser Verein gefühlt. Und das kann es nicht sein, Alter. Da musst du dich nicht wundern, dass du als großer Verein international gerade irgendwie so ein bisschen dahin dümpelst. Ne? Das ist eins unserer Probleme, glaube ich. Ja, natürlich. Ich stelle mir das halt immer so vor, wie die Jury von Deutschland sucht den Superstar, so weißt ungefähr, du? ja. Der geht da rein und entweder 4-mal ja oder 4-mal Ja. nein. Genau. Ist so. Und das siehst du ja wieder. Dann setzt sich ja doch Uli. Nein, das ist nicht. Wir haben gar nichts zu sagen. Wir sind nur der Aufsichtsrat. Wir machen gar nichts. Max Eberl ist alles. Er ist der Macher. Und dann kommt da mitten in der Transferphase. Bäm, Alter. Hier ist die Wand. Feierabend. Nee, aber Uli hat gar nichts zu melden, ne? Gar nichts mehr. Weißt du? Nimmt doch keiner ernst, Alter. Junge, ey. Junge. Ja, und natürlich kommt kein Gnabry oder Goretzka oder sonst wen zu dir hin und sagt, ja, darf ich bitte den Verein verlassen? Ich habe hier ein Angebot, da bekomme ich 9 Millionen. Aber, ja. Was ist das Argument? Der spielt doch trotzdem wieder, der Goretzka. Der Gnabry, der Koman, der D-Boy. Dann werden die noch gepudert, Alter. Das ist doch das Schlimme. Da setzt sich ja auch keiner hin und sagt, die müssen jetzt mal Leistung bringen, Alter. Da muss sich doch mal jemand hinsetzen und sagen, pass mal auf, Leon, du bekommst hier 17 Millionen, beweg endlich deinen Arsch und bring die Leistung dazu. Und das zu jedem einzelnen Spieler. Der Einzige, der das diese Saison getan hat von diesen ganzen ominösen, ist Joshua Kimmich. Alle anderen haben das nicht gebracht. Ja. Und trotzdem werden die ihre Verträge aussitzen. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann kriege ich wirklich einen Herzinfarkt. Werden die noch alle verlängert?
Weil man verlängert ja mit Manuel Neuer. Und möchte auch noch mit dem Thomas Müller verlängern. Der teuerste Ersatzspieler auf dieser Welt, Alter. Junge, krieg ich zu viel. Kann's nicht mehr. Ja, eben, das ist das Problem. Die müssen darstellen, so, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt mit den Sachen, die da passieren, nicht einverstanden. Da muss ich jetzt mal öffentlich äußern. Halt's Maul, Alter. Besprich das intern und halt doch nach außen die Gosch. Hä? Da wundert man sich, dass da Schlagzeilen kommen. Also, Mann, Mann, Mann. Ja, echt, wie im Zirkus, Alter. Ja, technische Organisation brauchen wir gar nicht reden, ey. Ulis Bayern, ja. Das muss ja als Klausel im Vertrag stehen. Nee, der durfte sich nur einen von beiden aussuchen. Entweder Fonsi oder Leroy. Und da hat er sich gedacht, mit dem Fonsi, der ist auf mein Alter, mit dem spiele ich noch länger zusammen, habe ich immer einen Bro an meiner Seite. Der Leroy hört ja irgendwann auf. Der ist ja viel, viel älter. Matthäus hat bei Sky 90 Müller gerade ins Ausland zu gehen. Ja, mein, ist doch auch okay, wenn du jetzt noch 2 Jahre irgendwie in den USA kicken gehst, Alter. Ist doch ein schöner Abschluss. So. Wenn er noch Fußball spielen will. Wenn nicht, hängen die Schuhe an den Nagel und gut ist. Mach bei uns, geh in die Jugendabteilung, Alter, da ist der Müller prädestiniert für. Ja. Kann der Gold wert sein. Ähnlich wie es früher hier der Tiger war. Ja. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass Müller nicht mehr irgendwie noch spielen kann oder sowas. Aber er passt halt gar nicht mehr in dieses System rein. Ja. Das ist halt einfach so. Das weiß er auch selber, der ist schlau. So. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Müller noch unbedingt eine Geldsache ist. Er hat so viel Geld gescheffelt, Alter. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was mit Müller passiert. Vielleicht wartet Müller echt so, ob wir ins Finale da kommen. Und ich glaube, sollten wir da reinkommen, was ich nicht glaube, dann wird Müller aufhören. Ja. Danach. Kann ich mir schon vorstellen. Der ist nicht so verblendet wie Manuel Neuer. Vor allem der Manuel Neuer denkt ja noch, er kann danach noch weiterspielen. Alter. Das ist mein Tipp für morgen 3-1. Jetzt darfst du, Baby. Jetzt geh mal hin und überleg dir, wir kommen wirklich ins Finale und man verliert es. Was wäre das für ein Karriereende von Thomas Müller? Das fände ich halt so Was traurig. ist das jetzt für ein Karriereende? Ist doch jetzt schon super Das wäre ja noch traurig. schlimmer. Nein, das ist jetzt so super traurig. Ey, der Mann hat alles gewonnen. Das ist die Ikone dieses Vereins schlechthin. Ja, Bayer, eigene Jugend, alles. Und er dümpelt im 2. Jahr rum. Warte. Ich guck nach. Das kannst du doch keinem erzählen. Was ist das für ein Karriereende, Alter? Ich verstehe das nicht, warum man den Schlusspunkt nicht findet. Junge, das ist ja ein Trauerspiel. Geht in meinen Kopf nicht rein. Ja, er hat halt den Moment einfach verpasst. Das Ding ist, wie willst du die Kurve jetzt noch kriegen? Mit einem ordentlichen Ja, gar Abgang, nicht. sag ich mal. Gar Das hast du nicht. verkackt. Ja, aber dann hör doch jetzt auf. Es kann nur schlimmer werden. Die Leistung wird doch nicht mehr besser, umso älter man wird. Es kann doch nicht besser werden. Das ist das doch. Vielleicht muss er noch erst an einem Trainerstuhl sägen oder was, damit er seine Junge, 10 Junge. voll hat. 19 Einwechslungen, 6 Auswechslungen. Ja. Top. Super wichtiger Spieler diese Saison. Genau wie letzte Saison. Letzte Saison 16 Einwechslungen, 19 Auswechslungen. Ja, klar, 7 Tore, 10 Vorlagen. Tipptopp. Ja. Ist nicht so, dass die Werte schlecht sind. Dieses Jahr 5 Tore, 4 Vorlagen. Geht schlechter. Wir haben genug Spieler in unserer Mannschaft. Koman, Gnabry, Sané, die sind schlechter von den Werten her. Aber das ist doch kein Ende für so eine Karriere, Alter. Weiß ich nicht. Aber das muss er ja wissen, so, ne? Aber es ist ein trauriges Ende. Es ist nicht so das Ende, wo man sagt, so,
ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Müller kann eigentlich das Karriereende nur noch retten, so wir kommen wirklich in dieses verkackte Finale und er ist auf dem Feld und schießt ein entscheidendes Tor, Alter. Dann geht er durch die ganz große Vordertür. Aber ansonsten ist es ein schleichendes Ende und das ist schade. Finde ich. Aber das muss er halt wissen, ne? Na klar, auch im Neujahr merkt das Alter. Das merken die alle. Ich habe halt echt schon überlegt, es kommt ja irgendwann in 2 Monaten, glaube ich, diese Müller-Doku raus. Vielleicht gibt er da bekannt, dass er Ende der Saison aufhört. Kann ja auch möglich sein. Keine Ahnung. Aber ja, genau, stell dir vor, wir spielen Finale daheim und Müller sitzt 120 Minuten auf der Bank. Ja, was ist das dann für ein Karriereende? Egal, ob du das Ding dann gewinnst oder nicht. Ja? Ist doch noch schlimmer, Alter. Weiß ich nicht. Aber gut, da steckst du nicht drinnen, ne? Aber ich denke auch, so einfach den Abschluss verpasst irgendwie, ja. Ja, natürlich. Nee, unser Vorstand ist nicht verblendet. Unser Vorstand glaubt wirklich, dass das Spieler sind, die Weltklasse-Niveau haben. Das glauben die wirklich. Guck dir mal die PK an, mit welcher Vehemenz und Überzeugung da ein Christoph Freund und Max Eber sitzen und erzählt haben, dass Manuel Neuer immer noch ein Weltklasse-Torwart ist. Ja? Das ist dieselbe Überzeugung, wie ein Kompanie denkt, Conny Leimer ist ein Rechtsverteidiger. Da fällt den Ei aus der Hose. Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe ja, dass man das öffentlich irgendwie äußern muss, aber guck dir mal an, mit welcher Vehemenz und Überzeugung die da sitzen und das erzählen. Also Katastrophe. Ja? Die glauben das wirklich. Die glauben wirklich, dass unser Kader wirklich ein Kader ist, der hier oben ist. Na? Das glauben die wirklich. Das ist er aber halt einfach nicht. Ja? Wenn da die besagten 4, 5 Spieler keine gute Form haben, ist das durch, das Thema. Da hast du keine dahinter, die das rausreißen. Ja. Aber für die deutsche Meisterschaft reicht es ja wahrscheinlich. Das werden die nächsten beiden Spiele entscheiden. Frankfurt und Stuttgart. Ne? Mal gucken. Ja, das weiß ich nicht. So K.O.-Phase ist ja immer schwierig. Du kannst ja auch als schlechtere Mannschaft in der K.O.-Phase weiterkommen. Ja, das ist ja, auch wenn 2 Spiele sind, aber keine Ahnung, nimm das Spiel Rotterdam, das kannst du gleichsetzen, weil die Voraussetzungen waren dieselben. Du musst das Spiel gewinnen. Und du hast das 3-0 vergeigt. Und ich garantiere dir, du hättest das 3-0 im Rückspiel nicht weggemacht. Also das ist schwierig zu sagen. Da spielt immer so viel rein. Schiedsrichter, Tagesform, Spielglück. Das ist das ja. Das kann immer alles sein. Deswegen, wir sind morgen auch noch nicht weiter. Ja. Ja. Wie viele Spiele haben wir dieses Jahr schon gehabt, wo wir 40 Torschüsse hatten und kein Tor geschossen haben? Also auch das ist nicht unmöglich. Ja? Und guckt euch Feyenoord an, was wir da für Gegentore kassiert haben. Also ja, auf dem Papier, logisch, alles gut, wir sind safe weiter. Ja, gehe ich auch mit, bleibe ich auch bei, aber es ist ein K.O.-Spiel, es kann alles passieren, Alter. Ihr habt Manuel Neuer gegen Leverkusen gesehen. Im Pokal. Ja, der braucht nur wieder so einen Aussetzer haben. Geht mit Rot runter, bis mit 10 Mann. Leute. Macht unsere Mannschaft gerade den Eindruck, als ob sie einen Mann weniger verkraften könnte von der Fitness her? Gegen kämpfende, beißende Schotten? Ich glaube nicht, Alter. Also deswegen schwierig. Ist immer alles wild. Ja, ist geplant. Samstag, 18 Uhr. Muss ich noch ein Video zu aufnehmen, kommt morgen raus. Gut, dass du mich nochmal daran erinnerst hast. Hätte ich sonst vergessen, hier im Stream noch zu erwähnen. Ja, Samstag, 18 Uhr. Wer Bock hat, muss halt auf den Discord kommen. Da werde ich einen extra Bereich morgen einrichten, wo ihr halt reingeht. Und je nachdem, wie viele da sind, wird die Mara entscheiden, wer als nächstes in den Stream kommt. Schön wäre, also ich werde so einen Sprachkanal machen, da geht ihr einfach alle rein. Muss ich noch gucken, ob ich da Quatschen erlaube oder nicht. Muss ich mir noch überlegen, muss ich noch mal quatschen mit der Mara. Aber auf jeden Fall könnt ihr da auch schreiben.
Da schreibt ihr dann einfach mal euren YouTube- oder Twitch-Namen rein, damit ich weiß, wer ihr seid, weil ihr meistens andere Namen habt auf dem Discord. Im Idealfall dann vielleicht noch so grob ein Thema, über das ihr quatschen wollt, so dass die Mara eine Übersicht hat und vielleicht am Streamen und keine Ahnung. Thema Kimmich, da sind 3 Leute, nur als Beispiel, die wollen über Kimmich reden, da macht es natürlich Sinn, die 3 Leute hintereinander bei mir reinzuwerfen, anstatt ich quatsche jetzt über Kimmich, dann hat der nächste Thema Y und dann quatsche ich wieder über Kimmich. Das mache ich ja so schon in meinen Livestreams, das muss ich dann nicht da auch machen. Ne? Ja, dann wird die Mara kurz mit euch quatschen, euch fragen, wie es geht, wer ihr seid, blasöds. Einfach kurzer Mikrofoncheck und wenn das in Ordnung ist, dass man euch verstehen kann vernünftig, dann kommt ihr im Stream rein und dann quatscht ihr mit mir. Ja. So wird das ablaufen. Aktuell, je nachdem, wie viele Leute da Interesse dran haben, wird's, ja, ich habe so oft 3 Stunden angesetzt, aber wenn irgendwie nur 2 People da sind, dann kann es auch sein, dass nach einer Stunde Feierabend ist. Da bin ich relativ spontan unterwegs. Ja, das kann ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, da werde ich morgen noch ein kurzes Video zu aufnehmen, wo ich das nochmal ein bisschen erkläre und euch ja, das im Discord auch zeige, wie der Channel heißt. Genau. Genau. Also wenn ihr die Mara geärgert habt in den Kommentaren, dann stehen die Chancen schlecht. Ja, bewerben braucht man sich nicht, ne? Man kommt halt in den Discord, wie ich gerade gesagt habe. Und je nachdem, wie viele Leute da sind, ja, 3 Stunden mache ich, mehr mache ich nicht. Ich gehe davon aus, jeder sollte schon so seine 15, 20 Minuten kriegen. Dann kannst du hochrechnen. Wir werden sehen, wie viele Leute da sind. Und natürlich werde ich erstmal Leute, oder das ist, was ich da mal gesagt habe, soll natürlich erstmal Leute genommen werden, die entweder Kanalmitglied sind oder halt, die man halt kennt. Ja, und nicht jetzt, oh ja, der macht jetzt gerade mal sowas und da kommt irgendeiner rein, den ich noch nie gehört habe. Ja, dann ist der erstmal hinten dran. Ja, je nachdem, wie das Interesse ist. So, ist das Interesse groß, werden die Leute bevorzugt erstmal. Ist das Interesse nicht so groß, dann spielt das keine Rolle. Ja, das ist auch klar. Ja, so wird es laufen und ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf, wird bestimmt lustig werden. Ja. Samstag 18 Uhr auf jeden Fall. Genau, das kann ich schon mal festhalten. Warte, muss ich vorlesen. Kai, wünsche dir eher Leverkusen oder Atletico in einem möglichen Achtelfinale? Das sehe ich aus 2 Punkten. Für den deutschen Fußball wäre es natürlich besser, wenn wir Atletico bekommen. Wenn es darum geht, um zu zeigen, dass wir der FC Bayern sind, würde ich mir natürlich Leverkusen wünschen. Ja, erst recht jetzt nach diesem Spiel. Ja, du musst jeden schlagen können, um die Champions League wirklich den Anspruch zu haben, die Champions League gewinnen zu wollen. Und da musst du halt auch in der Lage sein, Bayer Leverkusen auszuschalten. Also so vom Feeling und vom Prestige her würde ich mir Leverkusen wünschen. Aber ja, wir müssen jetzt nicht im Achtelfinale ein deutsches Duell unbedingt haben. Von daher, ja, komme ich auch mit Atletico klar. Was hältst du von Michaels provokante Art? Ich feiere es ehrlich gesagt, weil er es mit Leistung untermauert. Welche provokante Art denn? Ich sehe bei Michael keine provokante Art. Wahrscheinlich zum Beispiel den Fans gegenüber. Ja, sag ich sehe da keine provokante Art. Gegen Bochum war das schon, ja, war halt der falsche Verein. Nee, alles gut. Ich habe da kein Problem mit. Lieber so eine Art wie eine Leroy-Art. Wenn ich ein Beispiel bringen müsste. Beim Frauenhandball in Stuttgart. Ja, viel Spaß, Jimmy. Ja, Leverkusen wäre schon geil.
Ja, Atletico, wenn die immer noch so spielen, wie sie immer spielen, aber da gehe ich von aus, weil immer noch Diego Simeone der Trainer ist, sind beides Gegner, ja, aber nochmal, wenn du den Anspruch hast, ins Finale daheim kommen zu wollen, musst du diese Gegner spielen, Alter. Und ja, wahrscheinlich, wenn wir mal alle Spiele nehmen, die Saison gegen Leverkusen, die wir hatten, wird wahrscheinlich Atletico uns noch weniger liegen, oder? Weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber die spielen so abgewichst, Alter. Bei Leverkusen weißt du, was passiert. So, das ist vorhersehbar. Die werden in München ähnlich spielen, wie sie die beiden Spiele gespielt haben. Ne? Natürlich, kommt drauf an. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich spielen wir erst zu Hause, oder? Weil wir über die Playoffs kommen. Wahrscheinlich haben die anderen erst das Auswärtsspiel. Werden die wahrscheinlich ähnlich auftreten? Ja, und in Leverkusen werden sie wahrscheinlich wieder ähnlich auftreten wie jetzt. Ne? Ist also auch keine leichte Nummer. Ja, das denke ich halt auch, GB. Ja, Atletico ist halt einfach auch defensiv. Ja. Du musst auf jeden Fall die Leistungssteigerung jetzt und das kurzfristig, Alter. Ne? Ich weiß nicht, wann sind die Spiele? 3. März oder sowas, ne? Das erste. Also du musst jetzt langsam wieder in die Formkurve kommen, ne? Das sind wir leider seit der Rückrunde noch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also im Gegensatz zur Hinrunde ist unsere Form nicht gut. So. Und da müssen wir wieder hinkommen. Ne? Der Einzige, der die Normalform hat, ist Michael da vorne. Auch ein Heavy ist ein bisschen Luft nach oben. Musiala ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und derjenige, der auf dem linken Flügel spielen darf, ist super viel Luft nach oben. Vielleicht sollte man da vielleicht mal einen Fonzie Davis sogar mit reinwerfen, wenn Ito jetzt da ist, dass der mal einen nach vorne rückt zum Ausprobieren. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall Form wiederfinden. Ne? Aber wir werden es sehen. Ja. Ich habe es ja im letzten Stream gesagt, der Trend ist nicht unser Friend. Und das ist auch nach dem Leverkusen-Spiel nicht. Wir werden sehen, ob es nach dem Glasgow-Spiel und nach dem Frankfurt-Spiel anders ausschaut. Ich bin gespannt. Zeit wird es auf jeden Fall. Ja. Dass da wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt und ja, auch die Pressing-Momente und sowas, ne? Aber gut. Wie gesagt, mein Take, Conny Leimer in die Zentrale. Wer weiß, vielleicht passiert es gegen Celtic. Wer weiß. Gut, guck mal, ist doch eine Punktlandung mit 20 Uhr, Alter. Perfekt. Haben wir doch alles durch. Stimme ist auch schon gut angeschlagen. Von daher, ihr wisst Bescheid. Wer Bock hat, Samstag 18 Uhr. Aber wie gesagt, ich hau da morgen noch ein Video zu raus. Joa, dann schauen wir mal. Ist ja vor Frankfurt, ne? Ja. Aber nach Celtic. Okay, Leute. Das war's von meiner Seite. Danke für den Stream. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und danke nochmal an Blondie, Thomas, Detanos, Mara und Baus in der Haus für die Primies und Subs. Vielen lieben Dank. Und jo, live Samstag, Leute. Und ansonsten, wie gehabt, morgen am Spiel. In diesem Sinne, schönen Abend wünsche ich euch. Und die Mara